Timmy Boy ist halt auch spät. Timmy Boy ist halt auch spät. Wo ist der Timmy Boy? Timmy Boy, jetzt machst du mir Angst. Nein, jetzt machst du mir Angst. Na, so lange hat es noch nie gedauert. Haben wir schon bei 12 Sekunden. Und hilft's nicht. Timmy Boy, jetzt machst du mir Angst. Kann er mir etwa einen Sanka anrufen oder was ist da los? Was ist da los? Haben wir schon bei 12 Sekunden. Und hilft's nicht. Was ist da los? Na, ohne Timmy. Ja, hier. Ohne Timmy Boy fangen wir hier nicht an! Timmy Boy, du hast aber gescheit geschlafen. Was ist da los? Was ist da los gewesen? Kriegst du dir daheim. Ne? Ohne, ist schon, oder schon so hingedeichselt. Timmy Boy, kriegst du dir daheim, alles gut. Ich wollte mir gerade einen Sanka anrufen, damit nichts passiert. An den ganzen restlichen Saufen! Ja, der Löwensepp, schau, die haben die da. Habe ich einen Biergeist, fucking schöner Gaudi, haften Stream heute, außer Bierhell. Das lasst ihr mal sauber schmecken. Merci dir und jetzt aber, sonst haben wir wieder ein lauteres Popo-Männer da drin. Hi! Ja, ins Bierge. Micke, 20 Uhr, heute ist Community-Zock auf dem Plan, Freunde der Sonne. Heute steh ich bloß auf dem geschissenen Floß umeinander und ich schaff noch nicht einmal an. Ich schau bloß zu und kommentiere. Ich werde alle 5 Sekunden schreiben, lese das Bauminute Mongo. Das ist der Arschloch. Und der Stream ist Gabe. Timmy Boy, dieses scheiß Streamlabs schon wieder. Ja. Aber ja, ich glaub's, der Streamlabs ist wirklich... Ja, es geht so. Es erfüllt seinen Zweck, sagen wir es so. Sidewinder Sepp, na, was... Oh Gott. Raute 1, Raute 2, Raute 3, Raute 4, Raute 5, Buhusin, Raute 6, Raute 7, Raute 8, Raute 9, Raute 10, Stieb und Dosenraute 11, Raute 12, Raute 13, Bananenblatt, Raute... Bananenblatt? Was? Seit das Sepp, du hast da einen Vorschlag, wenn du mich fragst. Merci dir, Schluss jetzt mit dem Scheiß. Wenn dann da mehr als 60 Monate, habe die Ehre und hebe die Haare, gerade 2 Weizen reingedüdelt. Ja, ist auch schon 8. You got to pump those numbers up. Das ist Rookie Numbers! Aber sonst wird es morgen wieder ärgerlich in der Früh. Was es eben ist. Los bei 2 Weißbier. Los da. Herr Helz geht noch. Bis um 10 Uhr. Der Helz geht noch. Es geht. So, Bananenblatt ist bei Green Hell. So kommt er. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Die letzten Tage ungefähr 100 Stunden Raft gesagt. Ich bin sowas von bereit. Herr Brücki, so, das machen wir jetzt folgendermaßen. Es läuft wie immer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie der Multiplayer-Beitritt in Raft ausschaut. Ich habe natürlich nachgeschaut, nur Freunde können joinen. Ich kann aber auch eine Welt öffnen, ich kann unsere bestehende Welt öffnen und ich kann draufschreiben, alle können joinen. Der Grantlerbord, der hat auf alle Fälle einen Platz hier. Alle anderen kicke ich aus, wenn das voll ist. Das ist normalerweise nur Stream Friends. Ich kann aber beim Weltladen, kann ich unten einstellen, jeder kann beitreten. Und dann schau aber ich selber Welt beitreten und dann steht nur dort, ja, ich kann nur beitreten bei Welten meiner Freunde. Du musst den Weltcode nennen. Sag ich den dann in-game, das habe ich nicht aus, ich habe versucht nachzuschauen, aber ich habe keinen gesehen. Und dann wird's laufen wie immer. Wir probieren das jetzt, ob ich dann einfach auf jeder kann beitreten drücken kann und dann die ersten, die drin sind, wir legen ein Passwort natürlich drauf, das Passwort ist wie immer Bier, klar geschrieben, und wer dann drin ist, als erster, der hat gewonnen. Wenn das nicht geht. Los, 5 Sekunden was erklären, Mann! Tobi, mir ist für 63 Monate, habe ich die Ehre zurück. Fahren wir live, mir ist für 2 Steffi, Kruzifix, 10 ist 2. Nimm's einfach hin. Ja, okay. Dankeschön. Schluss, Kruzi, mal lasst mir halt was schmerzen, Leid. Es ist übrigens, so, Regel Nummer 1. Es ist mir scheißegal, ob jemand eine Mitgliedschaft hat seit 800 Jahren, ob er da jetzt einen 100er reinpfeffert, deswegen kommst du auch nicht eher in die Listen rein. Ja? So, das ist mal das Erste. Was nochmal? Dere Bürger viel, Spaß mit Community, so, liebe Grüße von mir und die Bürger-Badges schon wieder. Das ist jetzt da der Radetzky-Marsch schon einmal performt worden. Ich hätte gerne ein Video davon. Das hätte ich nicht sagen sollen. Egal. Grommi, Dankeschön. Halt auf die TV, wenn du sagst, das bist du hergespielt. Seid mir das Sepp. Ich hab's einfach wegignoriert, ich sag's, wie es ist. Das war mir lustig, zwar mir nicht. Learn it the hard way. Fahr mal live, mir ist wie 2 voll. Schluss jetzt mit der Rumdonaterei. So, ich hab das Game schon so viel gespielt, ist aber auch schon 4 Jahre her, glaube ich. Ja, jetzt vor mir wieder. Jetzt kommt der Backseat Squad wieder daher mit den lustigen Ausreden. So, ja, ich hab's auch schon lange nicht mehr gespielt. Vor einer Woche noch, du gottverdammter Vollidiot, lese das Baumenü, du halt das. Wenn's dann ernst wird, dann heißt es wieder, mein Pipi ist so klein
Was soll jetzt das? Was soll jetzt das? Zappel, nein, es ist nicht nur lustig! Raute 2, Raute 3, Raute 4, Raute 5, Hashtag Leerzeichen, Hashtag Leerzeichen, Hashtag Leerzeichen, Hashtag Leerzeichen. Oh, wieder gefangen schon, ja, Pro-Gamer. Steck am Board halt drin, wir gehen. Alter, das ist da reingegangen und da wieder raus. Ich glaube, meine Boarder haben aus Stahlbeton! So. Ich starte jetzt einmal schon mal im Hintergrund das Spiel. So. Ja, wie soll ich jetzt mitspielen, wenn 600 Leute zuschauen? Ja, ich muss mit Goldfisch Gassi gehen. Was? Ach so! Ja, jetzt habe ich es checkt. So, passt schon. So, also jetzt bei so Wort. Alter, Zamus, was für ein Jahr bist denn du, Alter? Wieso kommt eigentlich seit 3 Jahren kein Kruzifix mehr? Lass mich kurz überlegen. Weil ich keinen Bock mehr hab? Ich glaube. Ja. Ich glaube, das war der Grund. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das war der Grund. Timmy Boy! Der will mitmachen. Nein. Du bist der Einzige, der, wenn es mir jetzt als erster einen Weit schickt, die wirf ich aussehen. So schaut's aus. So. Weltladen! Jetzt ist die Frage, das ist jetzt beschissen einfach, weil ich so viele Leute schon, ich sag doch jetzt schon Leute in meiner Friendliste, von denen ich noch nie was gelesen habe, dass alle Raft starten. Wenn ich jetzt das Ding aufmache, dann ist halt, ja, mir ehrlich zum sagen, ist mir wurscht. So, Memo an mich. Wenn ich das an euch, das dann an mich geht, das nächste Mal, wenn wir mir einen Community-Zock ankündigen, am Sonntag schon, dann möchte ich, dass mindestens eine Person den Discord-Chat vollspammt mit, hast du deine Steam-Friendlist ausgemisst? Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute da drin und es ist halt schwierig. Herr Cartoon hat wieder mal, Herr Cartoon, die darf ich gerne einladen, aber habe ich schon gesagt, ich soll jetzt meinen Friend-Invite schicken. Lest einmal, was da unter dem Video drin steht. Damit keiner sagen kann, ich habe es nirgendwo hingeschrieben. Wer zuerst, der Brücke ist dasselbe auf. Alle Invites, die jetzt gerade kommen, haben alle raus. Haben alle raus. Ich habe noch nichts gesagt von, schickt's mir einen Invite. Nichts davon, habe ich gesagt. Hört halt einmal zu. Hört halt einfach einmal 3 Minuten zu, was ich sage und passt dabei auf. Timmy, jetzt halt dein Fotzen, Kruzifix. Der Brücke hat schon zu, ja. Das ist, so, zuhören jetzt, okay? So. Da ich nicht möchte, Leute, die bei mir in der Friendlist sind, haben mit Sicherheit schon mal bei mir irgendwo mitgespielt. Und damit da einmal andere Leute drauf kommen, machen wir das immer per Invite. Okay? Immer. Ihr schickt mir einen Invite, wenn ich das da sage. Und ich mache jetzt diese Welt auf, wirf jeden aus, der automatisch joint und wirf ihn aus meiner Friendlist und blockiere ihn. Ist das angekommen? An die Leute, die gerade Raft gestartet haben, das was mindestens 15 Leute sind in der Friendlist? Haben wir das registriert? Haben wir das registriert? Ich hoffe es. So. Phase 1. Jetzt machen wir erst einmal Folgendes. Alerts sind jetzt aus. Ich muss das am 4-Jährigen erklären müssen. Alter. Ich kriege einen Vogel. Aber es läuft ja eh immer gut in die Community-Zogs. Ich darf mich nicht beschweren. So, wo ist das verdammte Spey? Oh, da ist ein Green Hell drin. Entschuldigung, mein Fehler. Wo ist ein Raft? Da ist Raft. Ich werde übrigens weiterhin Raft sagen, aber wenn es wahrscheinlich Raft heißt. Das ist mir scheißegal. Heute sei ein Futzen. So. Biggest Boost Board! Friendly Fire? Na. Freunde können beitreten? Ja. Passwort ist Bier. Und weißt du, was ich jetzt einmal tue? Einfach nur, weil es mich interessiert. Jeder kann beitreten. Einfach, weil es mich interessiert. So. Dann bitte ich den Grantlerbart, sobald er als Spiel sagt, beizutreten. Wenn der jetzt nicht da ist, dann kriegt er einen Platz jemand anderen. Gangster Proof! Alter, wo ist mein Resub-Pin? Das ist unfair. Wo? Da ist er! What? Ich drücke auf. Ja, dann kann das Drecksspiel wieder nicht pausieren. Und bis dahin verhungert ich wieder. Meine Güte. Ich lese vor. Der Gangster Proof, Messe für 23 Monate, nächsten Monat schon 2 Jahre. Alter, geil, Bierger Rage. Kuss auf die Nuss, Dankeschön, das hätte nicht 10 Euro kosten müssen. Schluss jetzt. Ich muss aufpassen. Habe ich da was zum Essen, damit der Morgen nicht knurrt? Ja, habe ich. So, wo ist der Grantlerbart? Warum starten 25 Leute das Drecksspiel bloß er nicht? Wo ist er? Bin da! Okay, passt. Team up with a friend in Multiplayer. Da ist er!
Er hat's verstanden und der Rest. Ich bin richtig stolz auf euch. Ihr habt aufgepasst, das ist gut, das gefällt mir. So. Grantelbart, fang schon mal mit irgendeinem Scheiß an. Keine Ahnung, ich muss noch schmerzen. Du schon mal was. Ich teile da jetzt folgende Plattform zu. Du kriegst die da. Das ist deine Plattform, hier wohnst du, das ist deine Baustelle, viel Spaß damit. So. Ich gehe da, die anderen 2 Plattformen sind noch frei. Du kannst schon mal was zum Essen sagen, wenn ich verhungere gleich. So. Ich lese euch jetzt meinen Steam-Friend-Code vor, Freunde der Sonne. Okay? Die ersten 2 Friend-Invites, die kämen, die lade ich ein. Da haben schon wieder welche drin, die es nicht verstanden. Ah ja, jetzt haben sie es verstanden. Jetzt haben gerade ungefähr... Es ist so geil zum Zuschauen. Es ist so geil zum Zuschauen. Zack, 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 Friend-Invites. Zack, zack, zack und alle sind wieder fit. So. Freunde der Sonne, sie kriegen nun mein... Scheiße, wo finde ich den, glaube ich? So, hier, Freunde hinzufügen. Meine Damen und Herren, bitte öffnen Sie die Friend-Invite-Geschichte und die ersten beiden Namen, die ich lese, die nehme ich an und die können joinen, okay? Mein Freundescode 3 7. Wer übrigens einen Friend-Invite schickt, bevor ich fertig bin mit dem Vorlesen, was ich blöd bin. Nochmal von vorn. Freundescode 3 7. Das Ding hat keinen Ingame-Voice-Chat, der Grantler. 3 7 9 4 4 0 1 1. Los. Matrix 87, Kaichi-Boy. GZ. Da haben wir einen... Es hat's lauter Level 5 Steam-Pimmel-Accounts. Hilft nicht. It is what it is. Matrix. Jetzt habe ich den anderen seinen Namen schon wieder vergessen. Matrix, pass auf. Oh ja, das sind ein paar. Also funktioniert das viel besser mit dem Code. Da können wir gleich auf innerhalb der ersten Sekunden so viel... Ja, ist egal. So, ihr habt 2 Leute, ihr könnt joinen. Zurück zum Spiel. Leute, ich verhungere gleich, ich brauche was zum Essen. So, ich habe euch in die Friendlist aufgenommen. Bitte joinen, dankeschön. Ich hab Hunger. Haben wir mir da was zum Essen, Grantelsepp? Ich habe ja nichts zum Essen. Salzwasser füllen, da reinfüllen hat's geheißen. Nein, doch nicht. Warte mal, trinken. Wegschütten, das nehmen. Ich muss bloß einmal schnell was trinken. So, trinken ist wieder gut. Habe ich was zum Fressen? Nein. Ich habe nichts zum Essen. Da was zum Essen drin. Wir haben nichts zum Essen. Kokosnuss, kann man die fressen? Weiß ich nicht. Ja. Die friese ich euch jetzt alle weg. Wann jetzt die 2? Das dauert doch schon wieder so lang. Warte mal. Fest. Auf Enter gibt es einen Chat. Ich bin eigentlich sehr froh, dass es keinen Voice-Chat gibt. Ich sag's, wie es ist. So, da ist einer. Madrick, jawohl. Jetzt fährt der andere noch. Ich hab seinen Namen vergessen. Isst den Fisch, wenn du hungrig bist, wirst du zu Diva. Wie in echt auch. Madrick ist da, das passt. Wunderbar. Zauberhaft. Du kriegst auch gleich eine Plattform zugewiesen. Leider weiß ich nicht mehr, was ich am Grantelboard zugewiesen habe. Steve, so, wer ist der Steve? Wer ist der Steve? Und Steve kenne ich nicht. Wer ist der Steve? Wer ist der Steve? Wo ist der Steve? Steve, spring einmal. Wer ist der Steve? Warte. Ist es der Heichi-Boy? Steve, schreib mal in den Chat deinen Namen bitte. Passt, bin ich schon stark. Sehr schön, wunderbar. Grantler, du gehst auf deine Plattform. Steve, du kriegst die Plattform da hinten. Ich kann nicht mehr gehen, ich brauche was zum Essen. Hier ist eine Kokosnuss. Da. Das ist ein Steve seine Plattform. Da kannst du rumbauen bis zu der Grenze. Am Grantlerboard, oder warte, wie weit der mal, ja genau, bis daher ist die Grenze, wo du bauen kannst. Beim Grantler ist die Grenze da, bis wo er bauen kann, und bei dir da hinten auch. Tja, dann würde ich sagen, ich sitze mir da ins Bett,
und schau euch zu. Have a great time, ladies and gentlemen. Die Frage ist jetzt noch, wie managt man das? Der Grantler hat einen leichten Vorteil mit der Sammlung von Rohstoffen. Ich würde fast sagen, die 3 Leger kennen dir. Herr Medrick, das sind deine 3 Leger, da kreist du das Zeug raus. Der Grantler hat leider Gottes 5. Das eine bauen wir einfach ab. Ist wurscht. Dann hat er 4 und die da hinten kennen die 3 Leger. Genau, so ist das, glaube ich, einigermaßen fair. Ihr müsst euch nicht dann selber welche bauen. Wir schwimmen da übrigens gerade an einer Insel vorbei. Ich weiß nicht, ob ihr es gespannt habt. Ich muss noch mal was essen. So, eine einzige Aufgabe ist, ich werde da stehen und warten, bis mir jemand was zum Fressen gibt. Bis dahin, pass auf, wo wirf ich den ganzen Schundi? Ich kann mir den Scheiß wegschmeißen, ich weiß es nicht. Kuh vielleicht? Ja, tatsächlich, schon hin. Das Tassal, halte ich mir. Warte, wie machen wir das? Jeder kriegt einen kleinen Vorteil. So, du kriegst einen kleinen Vorteil. Ja, ich zimmer dir das jetzt einfach da so ohne. Da kannst du hinbauen, wegbauen, wie du lustig bist. Dann, du kriegst... Was passiert denn da, Alter? Warum ist das immer so? 5 Minuten mit der Community spielen und es passieren komische Sachen. Why? Why is it? Why is it always you 3? Wenn irgendein Scheiß passiert. Kruzifix. So, dir schenke ich eine Hacke. Da, kriegst du eine Hacke. Am Grantler schenke ich einen Hammer. Da kriegst du einen Hammer. Haha. Da habe ich 8. Du kriegst 9 Seil. Seil. Oh, Medrick. Ich sag dir schon, da bist du mit dem Popo bissen. Da bin mir nicht so ganz sicher. Chef ist am Verhungern. Ja, ich brauche was zum Essen, Leute. Jetzt mal ein wenig um, sonst bin ich hin. Dann ist das kaputt. So, dann kriegst du... Kann nicht mehr gehen. Du kriegst aber Nägel, Steve. Ich nenne dich jetzt einfach Steve. Steve! 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 Piratenschiff, Backboard, wo? Wo ist die Piratenschiffe? So, was haben wir noch? Ein Speer behalte wir, ein Hagel behalte wir. Was haben wir da noch so? Oh ja, der Haifischkopf. Achtung, der Grantler kriegt einen Haifischkopf. Ja, kriegst einen Haifischkopf. Den sollst du haben. Ich wirf euch einfach jetzt da mal ganz klumpi. Ich verteile einfach riesig so. So, der Paddel, das behalte wir. Dann haben wir hier 3 mal Blätter. Ah. Und 3 mal Holz. Das nehmen wir auch noch. Das verteilen wir. Ja. Ah! Und nichts passiert. So. Schau her, kriegst du ein wenig Holz. Ein wenig Holz, dafür kriegst du bloß 8 Blättel. So, der Steve kriegt auch was. Nägel sind über Bord. Ah, scheiße. Scheiße aber auch. Aber es sind ja lauter Pro-Gamer, die haben sie gleich wieder benannt. So, Steve. Achtung. Bretten. Bladel. Ich hab keine Ahnung, was du damit anfangen kannst, aber ich gib's dir mal. Wird schon passen. So, dann kriegt der Grantler auch noch Bredel und Bladel. Bredel! Brot und Bladel! Schöne Wörter mit B. Busen, Bredel, Bladel! Ja. Und da. Da was zum Essen drin. Ich finde ja cool, dass er sich sofort einen Getränkestand baut hat. Und das nicht einfach, ich komm ja auch mal wegen Healing. Hat jetzt da mal etwa was zum Fressen, Kruzifix? Verrückt. Ich hab Dekorationspakete schon hin. Wir kommen Stacks teilen. Ah. Dekoration! Ist das für alle? Ich weiß es nicht. Ich gebe einfach um jeden ein bisschen. Leute, ich hab echt Hunger. Ich hätte gerne ein Stück Brot. Der zieht nur weiter. Ich verteile da Sachen. Ich verteile ein paar Sachen. Ich bin nicht mehr der Schneller, aber das ist so wurscht. Ich brauche echt was zum Fressen. Das ist echt ein Problem jetzt gerade. Passiert wenn ich... Warte mal, hab ich ein Gatt? Ich weiß es nicht. Mann, du hast 5 Kartoffeln. Wo denn? Ach da. Tatsächlich. Nom. Geht schon wieder, aber trotzdem, ich hab trotzdem Hunger. So, Grantler kriegt da ein Dekorationspaket. So, da ist er her, Dekorationspaket. Da, ich sag immer noch kein Titanic umeinander fahren. Aber er hat schon einen Grill. Er hat einen Grill, ja. Da kriegst du auch ein Dekorationspaket. Ich weiß nicht, was der bringt, aber das wird schon irgendjemandem was helfen. So, am Steve hat der Haifisch gerade einen rausgebissen. Warum nicht? Ist auch lustig. Wird Arschkarten zirkt, wo der Hai angreift. Wetten können abgegeben werden in 5. Da, ich klar, ne, das darf ich auch nicht. Nein, das ist unfair. Das wirf ich ihm wieder hin. Na, was haben wir sonst noch gesammelt? So, ein paar Steine. Wir kommen.
Geht das nicht Gina? Ich weiß jetzt auch nicht. So. Da haben wir Samen. Samen! War klar, dass das kommt. Hab ich nicht eigentlich einen Saukopf auf? Ja, doch, hab ich einen Saukopf auf? Weiß ich nicht, da kriegst du Steine. Ich glaub, das klumpt zusammen. Bringe dem anderen neue Steine, ist mir nur eine Kartoffel. So. Schau hier, kriegst du ein paar Steine. Recht weit hat's aber noch nicht gekommen, für das alle so super gescheit waren im Chat. Was ist da los? Da haben wir eine Kartoffel. So, Kunststoff. Guck mal, so. Ja, das ist aber nicht ganz fair, aber du weißt das eh, wie es ist. Du weißt das ja eh, wie es ist. Ja, es geht nie mit rechten Dingen zu, da ist da kriegst du einen Kunststoff. Und wie viel da hin? Jetzt müsst ihr einfach mal mehr als Baumenü lesen, Kinder. Es schauen auch gerade mal 900 Leute zu. Das sind eh nicht so viel. Scheißt sich einmal in die Hosen, in den Twadel. Stress. Stell dir vor, man da der Herrn. Wo ist jetzt der Stevie verschwunden? Steve! Oh, der Sneaky Steve. Schau dir an. Da gibt es ein wenig Kunststoff. Ich weiß nicht, ob du es brauchen kannst, ist mir aber auch scheißegal. So, was haben wir da? Leder, das ist meins. Oh, der Schrott ist wertvoll, da kriegt ja jeder bloß einen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Irgendjemand wurde in die Poperze. Genau, so wenig Leute heute da. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber da reden wir noch im Stream drüber. Du hast gelernt Teppich, du hast gelernt Lichterkette. Lauter wichtige Sachen. Der Schlucken heim im Teppich. Warum nicht? So, jetzt gibt's da einmal, kann man das so fallen lassen? Ah, ja, hier, ein Schrottteil, Herr Grantler. Der Steve, der kriegt natürlich auch ein Schrottteil. Hier, Schrottteil. Sehr gutes Schrottteil. Schrottteil, sehr gut. Welli gut. Ich ist einmal noch mal Kartoffel, damit nichts passiert. Und dann kriegst du da noch ein Schrottteil, ja? Ja, außer Clown tue ich da jetzt nichts. Sehr schön. Community Talk, immer beste Unterhalt. Ja, es war tatsächlich wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt, wenn wir einen Voice-Chat hätten. Aber das schaut überhaupt nicht. Dann muss ich mich bloß auf zwei Sachen konzentrieren und nicht auf 6. Der wird jetzt auf... Ja, also natürlich. Entschuldigung, ich habe nicht gelesen. Sehr schade, dass es kein Ingame-Voice gibt, das ist wahr. Insel, das kam zu spät. Piratenschiff Backboard, darf ich jetzt 5x5 ausbauen. Ihr könnt diese Plattform in eurer Richtung nach außen so groß bauen, wie ihr wollt. Bloß nicht wieder nach innen. Ihr könnt die in Bretten bauen, in Klink bauen, in Tee bauen. Und bei 5x5 ist Schluss. Ab dann geht's nach oben. Und wie sie das nach oben konzipiert, auf das bin ich am meisten gespannt. So. Ihr dürft's natürlich, weiß ich nicht, schmatzt euch ihr drei untereinander ab. Das Einzige, was ihr da bedienen, was ist denn das da? Ein Dekorationspaket, das wir da abhanden kommen. Das mache ich selber auf. Du hast gelernt, Feuerholzständer. Ständer. Der hat sein müssen, Leute, Entschuldigung. Fahren wir mir zur Insel. Ich würde schon sagen. Ich fahre euch jetzt zur Insel. Wenn wir an der Insel vorbeikommen, fahre ich euch hin. Oh ja, tut schon Ressourcen ausbauen. Schon hin. Ja, Ressourcenfänger. Das Fassel hätte ich gern, muss ich ganz ehrlich. Grantler 1, Madrick 0. Hab's genau gesehen. So, wie weit ist der Progress? Grillwasser innerhalb von den ersten 10 Minuten. Ich hab 2 Stunden gebraucht. Bin ich schon wieder start. Oh, der Grantler hat sich ein Lager gebaut anstatt einen Grill. So, wo fahren wir überhaupt hin? Vielleicht sollten wir ein bisschen außen rundum fahren. Machen wir jetzt so. Dann fahren wir rechts an der Insel vorbei. Aber jetzt sagt der Steve ist schon hinten. Oh, der Steve hat schon mal gespielt, die 6, genau. Der weiß ganz genau, dass man da am Storrand umeinander krebsen kann. Ah ja, hab schon der Lut. Was ist denn jetzt, wenn wir jetzt einfach fahren? Como frei nach oben bauen, so hoch man will, oder kippt Plattform irgendwann um? Ja, im Gamli. Das ist genau, was wir da rausfinden. Oh, Steve, ich habe eine schlechte Nachricht für dein Floß. Ganz eine schlechte Nachricht. Aber ist dann, der Madrick scheißt einfach drauf. Er ist drüber gesprungen über den Hai, ich hab's genau gesehen. Ja, und dann hat er noch einen Zwicker in den Arsch oder auch noch gekriegt, wenn ich das richtig gehört habe. Ich weiß nicht, was unser Floß da tut, aber wir müssen mal nur mal kurz umdrehen ein wenig. Ich lenk das Boot. Ich brauche mal was zum Essen, wenn ich verrecke Speigur, Leute. Kann mir jemand was Essbares anbieten? Ich kann jetzt auch schon mit dem scheiß Haifischkopf.
Wie ist gleich Punkt kommen? Ah, jetzt schon. Oh ja, tatsächlich habe ich den Saukopf auf. Schau mal. Ja. So, wie kommen wir jetzt da jemals wieder weg? Ich habe irgendwie das Gefühl gar nicht. Irgendwie haben wir ein Problem. Schau doch auf den Grill, fix. So, das ist mir sehr hertragen. Muss ich mir das selber holen auch noch, oder was? Glaubst du, wo wir wieder überhaupt sind? Hallo? So. Steve, wir fahren schon wieder Richtung. Also wacht. Auf den anderen warten müssen wir schon. Jetzt fahren wir wieder 4, wir fahren an der Insel vorbei. Kommen wir da so vorbei? Ja, ich glaube schon. Und dann legen wir da irgendwo. Oh, der Steve draußen ist er. Wo ist der Haifisch? Ah, was tut denn? Du möchtest einen Haifisch killen, gell? Da ist er, der Huren! Kann man es anmarkieren? Nein, kann man nicht. Ich brauche halt immer noch was zum Essen. Oh, der Steve kämpft gegen einen Haifisch. Ne? Steve ist brutal. Grantlerbord. Auf der Plattform da hinten hast du eigentlich gar nichts zum Suchen, aber das. Der Madrick, ich war schon wieder zurückgekommen. Wir fahren nicht davon. Alles gut, wir fahren bloß links an der Insel vorbei. So, jetzt brauche ich langsam was zum Geissen. Freunde der Sonne. Da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Erstmal was getrinkt. Oh, gebratener Hering. Oh, jetzt habe ich es gecheckt. Ich soll auf meinen Grill schauen, nicht auf deinen. Bin ich schon wieder stark. Herr Grantlerbord, merci dir. Ich habe das nur im Multiplayer gesagt. Wenn sie jetzt einer abtrennt, hat der dann sein eigenes Boot? Ich glaube nicht. Das habe ich letztes Mal schon probiert, ob man mehrere Boote gleichzeitig bauen kann. Aber ich glaube nicht. Also, wenn noch irgendjemand auf die Insel will, dann muss er jetzt einen Chat in-game voll spammen. Spamland. Aber ich glaube, das hat sich gerade erledigt, oder? Wir fahren mal weiter. Ich mache das Segel wieder zu. Wir lassen uns wieder in den Schrotthaufen hineintreiben. Wird schon. So. Ich bin übrigens immer noch nicht wohl genährt, meine Damen und Herren. Da gehört mehr und öfter mal das Baumenü gelesen. So, wie schauen wir aus da? Oh, da hat schon 3 Fangnetze jetzt dort. Ja. Wie schaut das da hinten aus? Da haben wir noch gar keine Fangnetze, da haben wir bloß einen Grill und was zum Essen. Das ist mein Bredel, das ist auch mein Bredel. Das ist nicht mein Bredel. Gib Bredel. Bredel wo? Übrigens, wir müssen noch eine Regel einführen, weil sonst kommen wir ja nicht vom Pfleg. Jeder darf hier diesen Forschungstisch natürlich benutzen. Da kann ja jeder random einfach hingehen und versuchen Sachen zu forschen. Warum nicht? Das ist ja klar. Ihr müsst euch da nicht einen eigener bauen. Ich kann auch da noch ein paar Sachen verteilen, glaube ich. Jetzt warte mal. Da haben wir noch 9 Nägel, die sollte man nicht wieder wegwerfen. Da haben wir noch das, da haben wir noch das, da haben wir noch Glasel, da haben wir noch das da. Da machen wir so und so. Und da machen wir so und so. So und so. Dann verteile ich da ein paar Sachen, weil warum nicht? Schau her, Steve, ich hab was für dich. Steve, da schau her. Glasel. Ja, damit ihr ein bisschen was von meinem Progress auch mitkriegt. Da, hier, Grantelbrett, Glasel, sehr schön. Still Kunststoff, kriegst du auch noch hinten geschissen. Weil warum nicht? Ne? Lies dir mal die Speiskarten. Was für Speiskarten? Gut, old Britteltraut. Da wirf ich auch mal noch ein Kunststück hin, das ist wichtig. Haben wir noch das. 2, 3, 1, 2, 3. Dann kriegst du noch 3 Nägel. Nägel sind wertvoll, Freunde der Sonne. Dann haben wir noch Coconut. Die kriegst du auch noch. So, schaut gut aus. So, ich hab den Haufen Scheiße geworfen. Mr. Madrick. Steve! Steve hat einen Haifisch gekauft. Wir hatten erlegt. Nice! Steve, absolutes Pro-Gaming. Bin ich schon wieder start. Zurück zum Backseat. Ich seh's. Es wird gegrillt. Merci dir. Der Madrick braucht was zum Essen. Herr Madrick, weißt du was? Teilen wir uns das da, hä? Kann man sich das teilen, nicht, gell? Kann man sich nicht teilen. Tja, Herr Madrick. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt da schlafen gehe? Ist dann die Nacht vorbei? Bin mir nicht sicher. So, habe ich noch ein paar Sachen zum Umeinander verteilen. Bin mir nicht sicher. Der Haifisch muss jetzt mal fertig werden. Das Triumvirat der Backseat Gamer. Sie fix braucht zum Essen. Madrick sagt, passt schon. Ja, gut, passt schon. Doch, jeder kann abbeißen. Im Ernst jetzt. Dann warten wir mal, bis das fertig ist. Und dann kriegt der Madrick hat schon geschrieben, es passt schon. Dafür bin ich wieder halber am Arsch. Ich verteile nur ein paar Samen. Samen. Achtung. Das ist ein Samen. Hier, Samen. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber ich brauche ihn nicht. Wobei, ich kann eigentlich da eingraben, gell? Und dann kann man da nicht eingraben. Kann man das nur in den großen eingraben? Was ist das, glaube ich, gar nicht überhaupt Samen? Was sind das überhaupt? Palmsamen. Da werden wir ein ganz großes brauchen, gell? Haben wir Mangosamen?
kann man auch nicht. So. Planke platzieren. Planke platzieren hat noch nie geschaut. Dann trinken wir mal was. Dass der aber mal das Highsteak da fertig werden. Scheiße, ich brauche selber Bredel. Kinder, ich brauche Bredel. Ich klar jetzt einfach das, was mir wurscht ist. So, Planke platzieren. Damit ich auch ein wenig mitspringen kann, was das eben ist. Damit ich auch irgendwas tue. Ich brauche jetzt halt echt einmal das fertige Hai-Ding da, weil langsam wird es echt eng. Überall ein Holz da drin. Oh, der Magic hat mir uns reingelegt. Absolutes Pro-Gaming. Absolutes Pro-Gaming. Ich habe übrigens noch 2 Schläge vom Hacki frei. Oh, schon wieder Grantlerbord, der sackelt die ganzen fetten Fasslei. Da haben wir einen guten Fang, da haben wir einen guten Fang. Also recht viel vorwärts ist jetzt die letzten 10 Minuten nicht gegangen, gell, Kinder? Aber ich habe auch irgendwie so das Gefühl, der Grantler hat einen massiven Vorteil, weil er vorne dran ist. Weiß jetzt auch nicht. Ich habe immer noch saumäßig viel Hunger. Was ist jetzt mit dem Hai-Ding da einmal? Ja, hergottselig. Her mit dem Schund. Nein, man kann nicht abbeißen, glaube ich. Aber der Hai macht viel wieder gut. So, wir bauen uns jetzt einmal ein Gatt. Aber gut, dass ich alles weggeschmissen habe. Planke und Seil. Ja gut, dann müssen wir da... Dann muss ich selber ein paar Sachen fangen, das hilft nicht. Will ich auch was bauen können, ich mag auch was bauen. Hallo? So total geil. Ich darf mich übrigens frei bewegen. Das Fassel, das da so schön auf den Steve zuschwimmt. Ja, so ist es. Ich brauche bloß ein paar Planken. Das ist fix. Gärtelsepp, ich brauche Planken. Planken und Bredel brauche ich. Ich nehme nur ein paar vereinzelte. Hat der Grantler eigentlich da schon mal jemals reingelangt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich nehme jetzt einfach alles, was mir wurscht ist. Ja. Dann können wir immer noch nicht mehr bauen. Ich brauche Palmblatt. Palmblatt! Warte mal. Da können wir was. Wie ist denn das gegangen mit den Maipflanzen? Oh, nicht mehr. Da wirft er nochmal Samen hin. Samen. Ja, stimmt. Bei Hai ging es nicht, aber beim Wels kannst du abbeißen. Es gibt in dem Spiel einen Wels auch. Wenn wir natürlich was Dickes fangen, ist egal. Da, du kriegst einen Mangosamen. Ich weiß nicht, was wir mit dem Mangosamen tun, aber ich wirf dann hin. Ihr seid jetzt sozusagen mein Expanded Lager. Da hinten war eine fette Insel. Ist das unsere Insel, wo wir gerade waren, oder sollen wir da hintüdeln, oder was der wir? Birgersamen, lecker. Ja. Du wirst automatisch schwanger, egal ob du Mandel oder Weibel bist. Licht wäre geil. Ich mag jetzt zum Beispiel ausprobieren, was passiert, wenn ich mich hinlege. Alle Spieler müssten schlafen. Tja, ich sehe da noch keinen mit dem Bett. Oh, da hat sich jemand ein kleines Kastel hingebaut. Was hat der Grantler gebaut? Ein kleines Essenskastel. Ja. Und was ist denn das da eigentlich? Ein kleines Lager. Steve, ich weiß nicht, was da los ist, aber da... Sie hinken leicht hinterher. Du musst nicht schaust, klar, deinen Hai haben. Nein, tue ich natürlich nicht. Das scheißt das Walle da. So, kann man das eigentlich da auch benutzen? Der Grantl liegt. Die anderen haben noch kein Bett, brauchst du nicht hinlegen. Die anderen haben kein Bett. Kann man da kein Wasser einfüllen? Da schon. Ja, das macht natürlich ganz viel Sinn. Das macht extrem viel Sinn, Leute. So, da hätte ich noch Nägel zum Verteilen, Schüsseln verteilen. Obacht, ich bringe Nägel und Schüsseln. Nägel, haben wir mit gerade 9 Nägel gehabt? Ich habe keine Ahnung. Bringen wir dem Grantler noch 3 Nägel. Dafür klar ist eine Bladel. Da, hier, Nägel, Schüssel. Macht der Beutel auf die rechte Seite bitten, dann können wir... Das stimmt. Das ist gut, dass man das sagt. Miau! Ich bin wieder da, ich hab mich nicht mehr erwischt, aushalten. Miau! Ich bin wieder da! Du, jetzt Rechtsklick, wo transformieren? Ich brauch einen scheiß verfickten Button, der mich spiegelt. So, hier. Ich geh da oben. Das ist gut. Da ist schöner Platz. Hochgradig sexuell. Jetzt hätte ich fast Zahn gestohlen. Nein, das tun wir nicht. Zahn stellen. So, jetzt mal was gegessen. Wunderbar. Ich hab Brill. Oh, hat eigentlich jeder eine Schüssel. Ich weiß nicht jetzt, wie viel. Wir haben noch eine Schüssel hier. Was weiß ich, wer was kriegt. Steve, hast du schon eine Schüssel? Steve, Schüssel. Hab ich hingelegt. Ich sammle die Planke. Meine Planke. Meine Keime. So, zur Insel fahren wir nicht. Ihr müsst einfach im Madrick, bei dir vor der Fassel vorbei! Herr Fassel! Ich fang's da. Also bin ich. Ah, gute Haut. Ah, hier.
Ich habe eine Kartoffel gefunden. Hab wieder gefangen. Die Kartoffel behalte ich mir, den Rest schmeiße ich da hin. So, hier, das kannst du haben. Haben wir sonst noch gekriegt, sonst haben wir eh nichts Gescheites gekriegt. Ich glaube, 2 Holzbredel waren noch drin, ich hab's nicht gelesen. Da kriegst du 2 Holzbredel. Birge. Fänger der Fässer! Fassfänger! Ich grill jetzt meine Kartoffeln. So schaut das nämlich aus. Machen wir nur mal was zum Trinken. Ja? Kann den ganzen Tag so weitergehen. Kann den ganzen Tag so weitergehen. Oh, Steve hat sich ein Lager hingeschissen. Jawohl, jawohl, jawohl. Schauen wir da aus. Oh, ein großes Beet, aber dafür kein Lager. Macht Sinn, macht Sinn. Herr Grantler, da haben so viele Rohstoffe in denen zumindest in denen 4 Leger da. Nochmal, Herr Grantler, du darfst die da nehmen. Die anderen haben von mir auch 3 gekriegt. Kriegst du 4, ist ja wurscht. Das eine ist auch geschissen. Darfst schon einig rein. Das mittlere, sagen wir, ist meins. Das ist meins. Den Rest so kannst du einig rein. Oh, der Mann hat der Madrick gerade einig rein. Hey, ja, rein ein, wie er möchte. Ist mir wurscht. Ihr regelt das schon. Dafür bist du vorne aus den anderen kriegen nicht so viel. Hätte ich gesagt. Okay, mein Gott, in dem Spiel musst du nicht schlafen, oder? Müssen, glaube ich, meines Wissens nicht. Nein. Kartoffel. Oh, die schaut richtig gut aus. Schaut fast ein wenig aus wie ein Semmel. Wir müssen uns jetzt da mal ein Gatt bauen. Ja, damit ich mich da mal einigermaßen selber versorgen kann. Ich tue jetzt einmal Fischi fangen. Fischi fangen? Na, der schwimmt alles weg! Madrid, no! Ist das ja gegeben? Schwimmt einfach weg! Es schwimmt einfach weg! Madrid, it's gone! Ah! Wilson! Wilson, nein! Das wurde die anderen auch alles weggeschwappt. Ich weiß nicht. Wilson! War das ein Langsemmel? Ja, hat schon ein wenig so ausgeschaut. Ein wenig ausgeschaut jetzt schon so. Ah, mit dem jetzt der Fisch gefangen. Oh, haben wir was Gescheites gefangen, oder was? Oh, schau, ja, da haben wir einmal eine rohe Seebrasse und einmal einen rohen Haring. Schauen wir, was wir da so alles rausziehen. Stone Trap, merci dir. Servus, Fun Fact. Wenn du daran denkst, spürst du deine Klamotten. Das ist so ein richtig geiler Kifferschmerz. Du atmest jetzt nicht mehr automatisch. Wann hast du dich das letzte Mal geräuspert? Du kannst jetzt deine Nase sehen. Ganz liebe Grüße, heißt wahrscheinlich Galligrü. Du bist ein richtiger Huren. Du bist ein richtiger Huren! Das ist aber absolut richtig. Das ist absolut richtig. Geile Nummer. Herr Stone Trap, das war die schönste Donation seit langem. Danke, es war zu viel, aber Dankeschön. Hamona wird messen wie ein sexualitärer Chef. Wo sind wir? Klant, Bürger verteilt seinen Samen. Ja, das ist schon immer. Wo ich will, wann ich will. Hallo? Was ist mit euch los? Der Kampfgichtel hat gerade subscribed. Seit wann sagen die da schon wieder Abos? Das habe ich nicht eingeschaltet. Merci für die Abo, scheißegal. Habt ihr schon mal auf den Like-Button drauf gesmasht? Weiß nicht. Du hast doch mal ein Abo da oder so. Ist da schon ein Fisch dran oder nicht? Oh, da ist ein großes Fischchen. So, oh! Ah! Schau, was ich gefangen habe! Habe ich gefangen. Wo kann man das überall hin? Das kommt da unter den Forschungstisch ein. Oh! No! No! Insel wo? Oh, oh! Oh! Jetzt wird's interessant, meine Damen und Herren. Da fahren wir natürlich hin. Ah, der Madrick, der paddelt schon. Ich habe die Segel gesetzt. Wir starten mal direkt. Er kommt direkt auf uns zu! Jetzt wird's spannend. Riesentruminsel, schauen wir das Ding an. Wenn euch da nicht mindestens ein Vogel oder irgendein Viech auf den Kopf scheißt, dann mag ich nicht mehr. So, ich muss grillen. Planke platzieren, ja, Fischi drauf. Müssen wir mal einen größeren Grill bauen. So. So, hier, einfacher Grill. Ich kann ihn einfach, was müssen wir da forschen? Was müssen wir da forschen, dass wir einen größeren Grill kriegen? Wo ist denn der Teufel? Das ist der größte fortgeschrittene Grill. Ah, da brauchen wir Metallbahn. Da, Flossen! Flossen! Ich drücke jetzt da mal auf Lernen. Einfach eiskalt, weil ich kann. Wir haben nun gelernt, Flossen, meine Damen und Herren.
Ich bin jetzt der Forschungsmanager. Vorstandsvorsitzender Forschungsmanager. So, Planke platzieren. Braucht da mit der Fisch sollte mal schnell fertig werden, sonst verhungern die. Ich fange nur ein paar Fisch, die laufen da nicht ab. Einen fange ich noch, dann ist ich was, trink noch was. Ja, scheiß auf den Mist. Jetzt pass auf, kann man das eigentlich einfüllen? Nein, für was ist das geschissene Glas eigentlich gut? Wenn ich nicht mehr außerdringen kann, muss das nicht wieder verkrampft sein. So, dann haben wir den Fisch drauf. Den essen wir, der gibt da ein bisschen was. Und dann gehe ich mit meinem Holzspeer da um und lasse das Segel so gesetzt, das wird dann schon passen. Bitte beleben, baut wie ein Anker, ich paddel, bitte beleben. Hallo? Wann ist das passiert? Okay. Baut wie ein Anker. Ich bin euer Anker. Leute, ich bin euer Anker. Na nix, Alter. Das baut wie ein Anker. Wir lassen wir das Segel. Mein Boot lass du in Ruhe, du Arschkind. Du Ausgeburt einer Haifischmutter. Vogel! Ich mag jetzt schauen, was die deren. Jetzt wartet auf mich. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich verscheich's mal. So, brauchen wir keinen Programmer, brauchen keinen Anker. Okay. Now I'm impressed. Probieren wir mir das Facke da umzuhauen. Sehe ich das richtig? Bin ich dabei? Ich hab eine Hacke. Sag es her, du Mistviech. Du da Stungens. Oh. Nein, nicht. Haha, outplayed. Bitch. Oh. Oh. Stieg mit dem Arsch ein! Springt der rauf. Ich glaub, ich mein schon. Stieg noch! Ah, das ist ja immer nur wurig auf mich. Geh weg! Den kriegen wir schon! Stecht's da den Huren! Oh, oh. Ja! Ah, das wird gerecht aufgeteilt. Ich war der Bait. Wo ist denn der Steve? Steve! 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 Ist unser Boot noch da? Steve! Steve! Vor mir haben wir ein Hausboot. Na, okay. Bin schon stark. Hier, weiße Blume, nimm mich nicht mit. Die ist rassistisch. So ein Nazi-Blärmi. Wieso kann ich eigentlich nicht schneller gehen? Gibt's da was zum Essen? Es ist schon wieder ein lustiger Zufall. Ja? Die Insel ist 25 Mal so groß wie alle, wo ich war. Da ist kein Vogel, da ist bloß ein geschissenes Facke. Ich bin auf irgendeine scheiß Insel gehe, haben da 2 Fackeln und ein Vogel und ich halber die hier am Verhungern. Herr Kreis, der Grantler hat in 30 Minuten Raft mehr baut als du in 3 Streams Green Hell. Rest in Peace, Witzau. Ficken Sie sich, Herr Kreis! Merci dir. Das hätte mich aber auch gewundert. Was ist denn das da hinten? Ein Alpaka. Ist das ein Alpaka? Ja, ich weiß es nicht. Wo ist denn der Rest? Wieso sägen ihr den Rest eigentlich nicht? Das ist ein bisschen behindert. Man soll jetzt zumindest einen Namen sagen, damit ich weiß, was sie sind. Satz nicht alle, ich gehe wieder aufs Boot. Nicht, dass was passiert eigentlich, wenn das davor fährt? Was passiert, wenn das Boot davor fährt? Wissen wir nicht, oder? Wo war denn unser Boot überhaupt? Nicht da ist. Das ist schon, das habe ich sauer zwischen die Dinger eingezwickt. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Oh, da fliegt der Storvogel. Ich habe ihn genau gesehen. Ich habe seine Fussis gesehen. Der wirft mit Sicherheit gerade irgendjemandem einen Stor auf den Kopf. Gib mir dir Brief und Siegel. Geh mich da irgendwie rundum. Was ist denn das wieder für Blödsinn? Ich finde die anderen nicht mehr, der Grantlerbot. Hat vor Nox gebaut. Ja, mal kurz 5 Minuten, das ist aber wirklich schnell gegangen. Kostet das Klump nix, oder was? Gott, nein, das ist nicht gewesen. Wo ist denn das scheiß Baum nicht gewesen? Jetzt warte mal. Das haben wir uns nie so wirklich angeschaut, gell? Warte mal. Nein, das war's nicht. So, da brauche ich einen Hammer, gell? Da brauche ich diesen Bauhammer. Da brauchen wir 2 Seil.
Tja, ich hab leider nichts. Schauen wir uns an, wenn wir wieder auf dem Boot sind. Und die anderen da schon wieder... Unser Boot schwimmt davor! Ah! Kinder, ihr müsst zurückkommen, unser Boot fängt zu schwimmen an! Du verpiss dich. Du verpiss dich, Mr. Sharknado. Nee, ja, das schaut schon gar nicht so schlecht aus beim Gärtler. Er hat zwar sein Bett vor Treppen gebaut, weiß ich nicht, was das wieder für ein Sinn hat, aber das wird er schon wissen. Nee, ja, schaut doch gar nicht so übel aus da. Oh, der Madrick ist da. Wieso sägen jetzt die Namen da nicht mehr drüber? Nein, der Steve ist das. Steve hat sich auch schon ein Dachel gebaut. Okay. Aha. Baumenü haben wir uns nie wirklich angeschaut, ne? Scheiß mir aufs Baumenü. Ich brauch kein Baumenü. Für was habe ich einen Steve und Madrick und überhaupt ein Grantelsepp dabei. Ich kann das Segel nicht mehr länger halten! Bitte sterben Sie nicht! Ich versuche zurück zum Segeln. Kommt Sie einmal! Achtung, Grantel, ich vertreib den Vogel. Geh weg! Mistviech angesagt! Nehmen wir noch schnell Wasser mit. Sonst nichts mehr zum Saufen. Der Grantler ist da, Steve ist da. Wo ist der Madrick? Madrick! Der Madrick schwimmt! Madrick schwimmt, was du stark bist! Habt ihr das sauber ausgelootet oder was? So, jetzt weiß ich nicht, ob Süßwasser drin war vorher oder nicht, das ist mir aber auch scheißegal. Ich sag's freiwillig, wie es ist mir scheißegal. Mann Gott, jetzt verrückt, jetzt haben 3 andere nicht da. Die Chance ist 3:1, dass du in mein geschissenes Ding einbeißt, du Hurenmal. So. Warten wir, bis das fertig ist. Das kann man ja wieder nicht einschütten. Ich muss nur überleben, der Rest ist mir wurscht. So, ich mache jetzt da mal die Segel wieder weg, damit wir da wegfahren. Zack. Werden uns dann schon in die richtige Richtung blasen, Kinder. Du hast gelernt, Flagge. Zeig Flagge. Machen wir da wieder rein. So, der wir das nächste Fischi auf. Wird schon. Na, mit dem haben wir nichts. Außer Garten und Zuschauen. Was baut denn ihr da? Oh, er tut das unterdachen. Nein, ich schau bloß. Du, ich schau bloß. Schaut schon stabil aus. Schaut ihm schon stabil aus. Madrick, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was passiert ist. Aber er geht hier und baut sich einfach ein Haus auf, für fertig. Okay, bin fertig. Naja. Es ist, was es ist, hat's geheißen. So, jetzt müssen wir wieder in den Schrottfluss hinein, weil ich echt auch nichts, ich brauche Bredel, sonst kann ich nichts mehr kochen. Da werde ich immer Fische fangen. Fische! Weißt du, was ich jetzt da mag? Ich mag jetzt Fischen vom Grantlerbord aus seinem Deck. Da kann man gut fischen, habe ich gehört. Miau! Siehst du das? Pro Gaming. Habe ich irgendjemanden übersehen. Herr Kais Mess wie 81 Monate, Alter. Immer wenn du Raft sagst, hört sich das an wie ein kleiner Hund, der das Bein versucht. Ja, ich weiß nicht, Jetzt langt's wieder. Schnauze jetzt. Raft! Ihr Trottel hat's mir gerade noch angehauen. Raft! Kirchmatzen müssen für 4 Monate. Ja, Bigbert, der Graue auf einen schönen Stream. Ja, der Graue muss ich mir leider Gottes mittlerweile gefallen lassen, das hilft uns alles nichts. Wenn ihr nasse Ziegel herstellt, auf das Floß platziert zum Trocknen und die trockenen Ziegel erforscht, bekommt ihr, was hilfreich sein könnte. Mr. Nick, ich glaube, das wissen die anderen. Wenn ich mir jetzt den Progress da so anschaue, innerhalb von kürzester Zeit, dann glaube ich, wissen sie das. Ich weiß nicht, was treiben. Oh, der Grantl grillt. Stopp, der Grantl grillt. Ich brauche auch mal irgendwas zum Grillen. So, hab nichts mehr zum Grillen. Was haben wir gekriegt? Du hast gelernt, stationärer Anker. Du hast gelernt, Schaufel. Was man nicht alles lernen. Oh, Wahnsinn. Ich würde gerne lernen, wie ich was fries. Ich brauche immer noch Holzbredel. Ist jetzt da mal irgendwo Holzbredel? Da ist Holz. Schwimmt vorbei und sagt nichts. Kruzifix. So. Steve hat gebaut. Ja, aber man sagt schon, alle 3, ja, bei Madrick ist, glaube ich, was kaputt gegangen. Ich bin gestorben und habe alles verloren, das ist passiert. Oh! Wie bist du überhaupt gestorben? Ist das die Insel, wo wir gerade gekommen sind? Ja, normal schon. Der Maverick hat dir was geschrieben. Ja, ich habe schon einen fortschrittlicher Grill.
Versteck mal den Übergang zum Grantler. Wenn da heißt, er durchbeißt, ist er weg. Beginner Bird Hunter. Kill one bird? Wird da ein Bird gekillt? Hat da jemand ein Bird gekillt? Ich muss was essen. Sehr gut, sehr gut. Oh! Vogel! Ich stich wieder! Man kann gar nicht oft genug einen Vogel einstechen. Hab ich gehört. So, passt. Muss klar. Der scheiß Vogel stirbt. Wie der scheiß Vogel stirbt nicht. Halte die Taste zum Aufheben gedrückt. Warte mal. Ich wirf da dann das Zeug schon vom Vogel schon hin. Warte mal. Ich hab gekriegt. Warte, ich wirf's da hin. Das Ding und 6 Federn. Und sonst, jetzt habe ich nicht aufgepasst, was dort gestanden ist, aber mehr habe ich nicht im Infos, wie ich vorher nicht gehabt habe. Bittchen! So! Du jetzt auch wieder ein bisschen Samen. Vielleicht kriege ich auch einmal geschissen, dass ich mir einen Hammer baue und dann einmal ein Wind baue. Ich bin so jemand, der ist nicht so. Ich kann nicht weitermachen, solange mein Essen und mein Lebensleisten. Mein Durstleisten nicht permanent komplett voll ist. Vorher kann ich nichts machen. Man, was soll ich machen? Herr Andal! Stolle! Herr Andal, welcome to the squad. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe der Herr Andal, wer nicht mitmacht. Vogel. Ja. 1,5 merci dir. Also den fortschrittlichen Grill hat er auch erforscht. So habe ich gemeint. Können wir den mittlerweile bauen, möchtest quasi sagen. Oh! Braucht der? Der braucht den Metallbahn. Hey Steve, blau auf deinem Boot! Steve doesn't give a shit about rules. Haben wir gelernt, Scharnier. Wo habt ihr die Metallbahn her? Du hast gelernt Netzwerfer. Du hast gelernt Schere. Was denn das gibt? Du hast gelernt Metallspeer. Das ist der Gute. So einen hätte ich auch gern. Du hast gelernt Bämsel. Können wir alles brauchen. Du hast gelernt Hängematte. Ich hätte gerne Hängematte. Du hast gelernt Metallpfeil. Ansonsten irgendwelche Spirenzchen da. Ich friese jetzt mal meine Fisch und grill weiter. Oh, jetzt habe ich einen rauen Fisch gefressen. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh, gut. Drauf platziert. So, wieder was zum Trinken geholt. Schaut doch gut aus. Fisch gegessen. Dann fangen wir uns noch an. So. Jetzt muss ich auch eine Utensil. Oh, kleine Insel. Sollen wir da hinsteuern? Sollen wir die kleine Insel hinsteuern? Ab in den Chat. Ich steuere mal hin. Ist mir wurscht, wir steuern mal hin. Captain, mein Captain. Wir steuern die Insel an. Gibt's da was? Die schaut jetzt ziemlich winzig aus, aber irgendwas wird schon geben. Alle schauen wir uns die Insel an. Ja, klar. Ja, klar. Der Madrick, glaube ich, braucht ein wenig Emotional Support. Also ich bringe ihm ein paar Sachen. Mr. Madrick, ich bringe dir ein paar Sachen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ich meine es ja bloß gut. Ja, Madrick, da, hier, Planken, Dings, Bladel, Holz. Alles, was das Herz begehrt. Vielleicht sollte man das selber behalten und nochmal einen Hammer bauen, aber gut. Bitte Schuhe abputzen. Ich bin barfuß da. Das hörst, wenn ich gehe. Der Madrick schaut so verloren aus, schon ein bisschen im Vergleich zu den anderen zwei, weil er einfach verreckt ist. Das ist echt ärgerlich. Ich habe leider nicht mitgekriegt, wie er gestorben ist. War ein bisschen ärgerlich. Wann kommt eigentlich das erste FedEx-Paket dahergeschwommen? Ja, ich warte auch schon die ganze Zeit auf den Volleyball. Bitte deine Kasnacken auf meiner Seite abputzen. Dankeschön, ich brauche nur Essen. Also nur, oh, warte mal, ich kann da noch einen Fischi kann ich da noch, warte mal. Ich bin der Fischer. So, ich schaue dabei da ein wenig. Naja, aber jetzt ist aber so ein bisschen Progress. Dann wieder Stopp, Progress. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Achtung. Oh, da muss ich Planken reinlegen. Ich habe keine Planken. Verdammt nochmal, ich habe keine Planken. Wo segelt man mir überhaupt hin? So, da, hier ran. Gehen wir auf der Insel irgendwas brauchen? Ich weiß nicht. Wir machen mal kurz Halt, wer auf die Insel will, der soll springen in die nächsten paar Minuten. Wer nichts braucht, dann fahren wir wieder heim. Planken wo? Das sind die richtigen Fragen. Stellen wir uns mal da her. Das gestungene Hacke ist auch so gut wie hier. Können wir auch drauf scheißen.
Was ist das eigentlich für ein Kacksegel? Steve macht das. Ich kann ein bisschen neu paddeln, aber mehr ist dann nicht drin. Das ist gleich hier, das Ding. Steve, du bist vom Hai verfolgt, ich hab's genau gesehen. Ich tue ein wenig netter hindüdeln. Ein bisschen hindüdeln. Ja, der Steve hat sich irgendwas hat er gefarmt. Ich weiß nicht, was er gefarmt hat, aber er hat was gefarmt. Jetzt wieder hinpaddeln. Du hast das Segel ja gebaut. Ja, natürlich ist ja klar, dass das dann nicht richtig funktioniert. Das ist ja klar. Also irgendwie scheint keiner Interesse an dieser Insel zu haben, mach ich das Segel wieder zu. Ah ja, hat schon jemand zugemacht. Bin schon wieder start. Bin schon start. Kann aber irgendjemand Fackeln bauen, da ist in der Nacht stockfinster, das geht mir voll auf den Sack. Holzbrillbrei. Geben Sie mir ein Holzbrett. So, schauen wir mal die Bude vom Grantler auf. Schauen wir. Ja, das ist sogar ein Teppich hingebaut. Ja, warum nicht? Hier, schauen wir mal ins Lager hinein. Blaue Blume. Was macht sie? Sie blumt blau. Oh, Leder und Kunststoff. Ich nimm da nichts aus, keine Sorge. Ich möchte bloß schauen. Ich bin bloß da zum Schauen. Da kommen wir auf, vergeh schon ein wenig, ja. Das ist natürlich geil, wenn man da so rundum laufen kann. Musst du dein Schlafzimmer nach oben verlegen. Da ist ja gar kein Bett mehr. Doch, da hast du das. Oh, da ist sogar ein Tier. Schau gerne da. Aha. Stabil. So, der Medric kämpft noch ein bisschen. Er kämpft noch. Er kämpft, aber er kämpft. Der Tod ist natürlich wirklich ärgerlich. Na, sagen wir es, was es ist. Schauen wir mal zum Steve. Der steht auf seinem Deck rum und frisst im Sonnenuntergang, Aufgang, Entschuldigung. Eine leckere Melon. Melon. Schaut schon stabil aus. Kannst du sagen, was du möchtest. Lass den Teppich kein Katz sehen. Was kriegt denn der Gewinner? Wir haben am Anfang noch nicht da. Es gibt keinen Gewinner. Der Gewinner kriegt das. Es gibt ja gar kein Ziel. Am Schluss stimmt's ihr ab. Am Schluss stimmt's ihr ab, wer gewonnen hat. So machen wir's. Gute Umfrage. Steht da drin. Du hast gelernt. Abfalleimer. Wie habt ihr denn das gemacht? Das ist gar keiner an der Forschungsstation. Habt ihr eine eigene Forschungsstation gebaut? Nein. Du, das Ding ist nur roh, das darf ich auf den Grill auflegen. So, jetzt muss ich mir da ein paar Sachen sammeln. Ich klaue da jetzt da das Klumperl, du bist meilenweit vor roh, weil warum nicht? Schauen wir mal. Machen wir so. Fährt das noch eine? Sehr schön. Seil. Ich brauch Bladel. Da ist ein gutes Bladel. Sehr schön. Ich baue mir jetzt einmal so einen Bauhammer und dann schauen wir mal, was wir da zusammenzimmern können. Das nehmen wir natürlich auch mit, weil... Verkackt! Ob die Umfrage dann 33 ausgeht, das weiß ich nicht. Vogel! Vogel wo? Ich sehe ihn genau. Ich stiegen ab. Wollen wir da eigentlich... Wir müssen mal wieder Feier machen und schauen die Planken wieder weg. Das ist nicht gut. Ich tu dabei essen und trinken. Oh shit, ich glaube, ich hab gerade Salzwasser gesoffen. Hoppala. Passiert, falls ich nix. Ich bin halt noch nicht gestorben, Medric. Oh, das sagen wir kaum. Baut sein Motor? Gibt's überhaupt einen Motor? Jetzt schaut er noch, jetzt hat er sogar noch ein Großtier eingebaut. Mr. Grantler, wie viele Stunden haben wir in dem Spiel schon? Was, mal hier in den Dankeschön, brauch noch Essen. Posten mal jeder sein Playtime da bitte in den Chat hinein, das darf mich interessieren, ohne dass ich mag nicht nachschauen. Bin's faul. Hey, passiert die Besten. Außerdem habt ihr einen Like-Button schon gedrückt. Herr Josef, da hast du recht, ja, also berechtigte Frage. Die braucht die Blade! Und das Plastik drum nehme ich auch noch mit. Easy. Zero. Wenn die nächsten 10 Minuten nichts machst, bekommst du das Achievement Geschäftelhuber. Ja, für was anderes habe ich mir heute nicht einteilt. Ich mag auch mal so spielen, wie es ihr zuschaut. Verstehst du? Ja. Ich esse ein Fischi. So. Medric. Kriegt er da hinten können? Es ist ja gerade echt ungeil. Jetzt ist aber heute der Steve vorn. Der Grantler an der Seite. Und hat das Biech gepachtet. Ja, ich renn da alles aus. Du bist meilenweit von.
Oh, Wahnsinn mit dir. Ich habe circa 5 Stunden zugeschaut. Okay, heute ist der Birger Backseat, also Backplayer. Richtig. Ich bin halt der Backseat. Backseat-Bert. Ich hätte immer noch so gerne einen Hammer. Ah. Hammer! Wir haben einen Hammer! 15% Gesundheit. Wie geht das, glaube ich, mit der mittleren Maustasten kann man scheiße reparieren, gell? Ja. Das wird schon. Da schwappt das Klump her. Müssen wir halt mitten auch mal ein wenig ausbauen. Alles, was da so vorbeischwappt, das glaube ich, sieht so am Bau irgendwas. So schaut's aus, Kinder. Mit ich da auch mal irgendwas da hab. Was ist denn, kurze tatsächliche spieltechnische Frage. Wenn ihr jetzt da eine Mauer herzimmert, also zum Beispiel nicht da ein Ding, sondern eine Mauer senkrecht nach oben, kann in das Eck dann der Hai immer. Scheiße. Ich wollte schauen, was passiert! Lass mich in Ruhe! Rochen, nö! den wollte ich haben. Dafür ist jetzt mein Speer kaputt. Ich gratuliere mir selbst. So, nochmal. Kann, wenn ich da jetzt eine senkrechte Hauswand hinbaue, so wie es der Grand Lag gemacht hat, kann da ins Eck dann der Hai noch eine beißen? Weiß man nicht genau, gell? Aber ihr müsst das doch wissen. Ihr seid der Zentralrat der Backseat-Seppen. Oh, Medric der Hai! Medric der Hai! Metallspeer, Steine, jawohl, ist hergeschenkt. Die kann man nicht mehr einen Storspeer bauen. Also einen Storpfeile. Wieso gibt es denn keinen Storspeer? So voll kacke. Da ist Schuhe! Ja, kann es wegbeißen. Ja, okay. Gut, das war zumindest einmal ein erster Schritt in Richtung Gott, er nervt mich nicht mehr ganz so stark gewesen, aber gut. Wie greife ich den dann da an? Da kann ich nicht mehr mit dem Speer einstechen. Nicht, sag mal, ja, ihr habt so das Dekorationspaket, das ist das wichtigste Paket, hab ich gehört. Was haben wir gelernt? Ein Vorhang! Grandlein, 5 Minuten möchte ich Vorhänge in deiner Bude sehen. Ansonsten hier Kacknoob. Was haben wir da? Und da irgendwas. Schmeißen wir da noch um mich. Dann kann man mir unseren Grill mehr ausbauen. Das war einmal eine Sache, wie ich vorgeschlagen. Was braucht man da dafür? Brauchen wir erst einmal wieder einen Speer. Metallbarren und Bolzen, ich habe keine Ahnung. Also was kann man die herstellen? Benötigt. Was benötigen die? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Netzwerfer, richte ihn auf ein Tier, um es zu fangen. Pfeilbogen, wo ja nichts, aber Meilen weiter von dem Pferd. Machen wir uns einen Holzspeer. Da man sonst. Oh, was hast denn du da gebaut? Oh, ihm schaut er nicht an. Ihm schaut dir nicht an. Schlauer Move, guter Move, kannst du sagen, was du magst. Oh, der Steve hat die kistige Kiste gefangen. Kriegt er die zweite kistige Kiste auch noch? Ja, kriegt er. Good job. Herr Medric, wie kriegen wir mir die jetzt da vom Pflegerwing? Was brauchst du denn? Ich helfe dir. Ob das jetzt besser ist oder nicht, weiß ich. Ah. Hab der falsch schon zugeschaut, gell? Friendly Fire ist nicht an. Aber sagt es keinem. Metallerz, Metallbarren. Metallerz haben wir weit davon entfernt. Ich sehe hier weit und breit keinerlei Insel oder sonst irgendwas. Womit du irgendwas herkriegen kann. Er hat schon 2 Lager. Ja, du, ich stelle mich dabei ein wenig zu dir auf und sammle da irgendwie so an. Eine Schmelze haben wir! Ich hab schau dir nicht an. Klangt das? Nein, das wird nicht klang. Klangt das? Haha! Meine Fassel! Easy. Easy Katka. Der gelbe Römer haben wir auch noch gefangen. Sehr schön. So, was können wir jetzt da bauen? Können wir da, ja genau, so ist das irgendwie gegangen. Was haben wir da? Da brauchen wir, das ist eine Holzwand. Ich baue jetzt da ein Holzventil. Vielleicht passt oder nicht, mir wurscht. Oder brauche ich 4 Planken, wir müssen Holz sammeln. Wir müssen Holz sammeln, Kinder. Das war der größte Kacknoob-Hook, den ich jemals umeinander geworfen habe. So. Wird schon. Metall jetzt musst bei den Inseln tauchen. Ja, das dachte ich mir.
Dachte ich mir schon, aber momentan ist echt keine Insel weit und breit. Wir waren aber auch gerade bei einer Riesentruminsel. Ich habe keinen Tauchen gesehen. Vielleicht habe ich aber auch keinen gesehen, weil es Tauchen waren. Weiß es nicht. Vogel habe ich gehört. Oder jetzt über den Vogel runtertroschen, oder was? Ah, Holz. Gib Holz. Holz, ich und mein Holz. Okay, der hätte schon sein dürfen. Jerry, gibt's da noch größere Siegel? Ich denke schon. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ist es. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das alles ist. So, das klauen wir jetzt zum Grantler einfach weil wir es kennen. So, das ist mein Brett. Es gibt viele Bretter, aber das hier ist meins. Das hier ist meins, habe ich gesagt. So, was tut denn eigentlich da? Oh. Ja, ich brenn dir eine, du brennst mir eine. Netter Tausch. So, haben wir schon wieder nichts mehr zum Fressen. Es ist so nervig. Ich weiß nicht, warum mich in Raft das Spiel mit diesen Bedingungen so nervt. Ich weiß nicht, warum. Ich kann's da nicht sagen. Ich meine, Green Hell ist ja das gleiche, aber da nervt's mich. Da nervt's mich einfach nur, ich weiß nicht warum. Gat braucht man schon wieder. Großer Grill. Nö. Wo ist denn der Scheiß drin? Da ist er drin. Nein, ist er nicht. Warum ist er denn da nicht drin? Was brauchen wir da? Bolzen. Ein Bolzen. Was? 8 Seile für geschissens. Kruzifix. Metall jetzt in den Schmelzofen und dann das Metall bauen. Ja, das denke ich mir schon. Das denke ich mir schon, aber dazu müssen wir erst einmal. Da hinten war eine Insel, aber die ist ziemlich weit weg. Was ist jetzt auch nicht, ob sich das rentiert, Kinder? Was ist jetzt auch nicht? Dabei musst du nicht einmal schlafen und kannst nicht krank werden. Ja! Also da ist, oh ja, die Segel gesetzt, der Medric möchte um mich, dann ist das recht so. Ihr könnt das Segel frei bedienen. Ihr bedient das Ding jetzt einfach fertig zusammen. Ihr sollt spielen. Geht um euch. Ich will den Progress sehen. So, wir schauen. Oh, da ist der erste Stempel ist schon gebaut. Der erste Stempel ist schon gebaut. Ich habe ein Dekorationspaket, das ist das Wichtigste. Hast noch einen Fisch auf dem Grill. Stimmt, den hat man da runter hingelegt, gell? Stimmt. Trotzdem brauchen wir jetzt ein paar Palmblätter, damit man wieder Gatt bauen kann, damit ich da nicht sterben muss. Aber der Medric kommt schon. He's on the way. He's on the way. He's coming. Was irgendwie, mach ich einfach so. So. Haben wir mal gebaut. This is now a ship. Ab zur Insel. Da tauche ich dann auch mal ein wenig an. Vielleicht findet man da noch mal Bolzen und können wir so ein bisschen eine Gatt bauen. Hier findet man nämlich nur Scheiße. Wo ist mein Holz hin? Ich hab nichts genommen. Ich hab wirklich nichts. Ich hab auch keinen gesehen, dass er irgendwas genommen hat. Wo war das gewesen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand bescheißt. Das Lager ist voll. Ich hab wirklich nichts genommen. Ich hab drei Holzbredel. Mehr habe ich nicht. Mehr haben wir nicht. Und einen Fischi? Nein, mehr nicht. Ah, mühselig das Ganze. Mühselig. Aber ihr habt schon mal ein schönes Bodal zusammengebaut, wie ich das in 3-4 Stunden zusammengebracht habe. Das ist richtig. Und ich dachte, du willst keine Mauer bauen. Ja, jetzt habe ich mir gedacht, baust du mir eine Mauer, schaust wie die sie hat. So, aber so, was gibt's denn noch so? Das funktioniert nicht. Eine Holzsäule. Kann man natürlich da mal so einen Stimpenweg bauen. Aber da brauchen wir wieder Nägel, so eine habe ich auch nicht. Ich weiß nicht. Anker ist unten. Links Insel, Anker ist unten. Anker ist unten, hat's geheißen, Kinder! Ich spring, da ist der Haifisch. Ist mir wurscht, ich spring trotzdem, es stockfinster ist. Und ich spring in die Letten. Nein, was ist denn das da? Ja, der Hai wird mich schon nicht gleich umbringen. Ein bisschen was tankt man schon, das sind Steine. Wir brauchen scheiß gestungene Steine. Hier, Holzbredel brauche ich. Immer wieder. Da, hier haben wir es. Ja, Mr. High-Depp, schleich dich. Greifen wir die anderen an. Hab ich gesagt. Da haben wir nochmal was. Das glaube ich war. Jetzt darf ich mich schleichen, sonst kriege ich ein Problem. Okay, tschüss! Bin schon fort, geh weg. Was ist das da? Palmblatt, das nehme ich.
ist nicht mehr. Wie nah kommt denn die geschissene, gestungene Drecksheide eigentlich her? Lass du mir nicht erzählen, dass ich nicht bis da der Hai herfahren. Komm mal. Warte mal. Du hast gerade irgendwas mit E gestanden. Jetzt kann man Palmblatt aufnehmen. Palmblatt aufnehmen. Ich scheiße aufs Palmblatt, Kinder. Was ist das da? Was war da? Weißer Samen. So. Ich mal den Berg erklimmen. Findet man da was Tolles? Schwarze Bläme. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das hat sich wieder voll rentiert. Ich gehe zurück aufs Boot und Bett, dass mir der Hai nicht in den Ohrscheib beißt. Bin schon am Schwimmen. Bin am Schwimmen. 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 Ja, super. Du kannst da mal einen Einstieg und einen Ausstieg bauen. Sehr schön. Da ist der Grantler. Wo ist der Steve und der Medrick? Sind die verschollen oder was denn sie? Wo sind sie? Birger, bau doch die Sachen ab unter Wasser. Ich brauche keine Steine. Außerdem kommt der Hai und frisst mich. Da vorne ist er, 6. Ich meine, die Steine sind jetzt nicht so essentiell wie gut, aber nehmen wir es mal mit. Warum eigentlich nicht? So, bevor wir das saufen am besten. Die Schrottteile da sind wertvoll. Ob ich das gefällt. Nimm mir mal Zeug mit. Und Topf, nix Topf. Nix Topf. So, haben wir da sonst irgendwas Nützliches? Nö, wo ist der Heisepp? Kann ich da aus dem Wasser springen? Da haben wir noch was Schönes. Und das ist das Essentiellste eigentlich. Das ist mein Job. Ja, ein Hai happen heute noch aus. Bis dahin suche ich da Schund, bis der Hai-Depp. Damit das klar ist. Ich suche Schund. Oh, nehmen wir das da noch mit. Das sind größere Steine. Kriegen wir da mehrere Steine raus? Oh, Ton. Oh, jetzt habe ich keinen Hagel mehr. Was ist das da? Gelbe Blume. Ich denke mir, machst mit einer gelben Blume. Brauche ich nicht. Oh, ich kann nicht mehr gescheit gehen. Warte. Oh, ich ist auch schnell was. Guter Plan, guter Plan. Und wenn wir wieder normal gehen können, schwimmen wir wieder da um. Ich springe als erstes, Steve. Musst du nicht in den Ohrscheib beißen lassen. Ach, ich hab keinen Hagel mehr. Birger Streamer am 28. Geburtstag. Hashtag geiler Scheiß. Herr Pauschka. Die subtilen Hinweise auf Geburtstage, ja, nicht immer die besten. Alles Gute. Der Steve ist noch auf der Insel. Merci wieder ein Zwickel. Der Gurger schreibt, merci wieder ein Zwickel. Der Chef, du hast mein Resub übersehen. Wart geschmeide, wenn's dann anschauen darfst, war um 20:10 Uhr. Merci. Achtung, ich gucke. 20:10 Uhr war es, vor einer Stunde. Moment. Warst du da auch, der Gurger? Da, Gurgel! Ich bitte um eine Runde Mitleid für Lea, ihr Katz, an Odin. Der hat sich sein Pfötchen verbrennt. Der Brocken, der Katzbrocken, mein Katz, hat sich alle 4 Pfoten verbrennt, wie er auf den Ofen aufgesprungen ist. Hat er auch überlebt. Trotzdem, gute Besserung. Merci dir. Schluss jetzt mit der Rumdonnerei. Muss ich auf den Krampf auch noch aufpassen. Nein, nicht so, jetzt was du mich. So. Dann bauen wir uns wieder einen Hagel. So, ohne Hagel geht nix. Gute Besserung wird nicht alt. Nein, kann man immer brauchen. So, jetzt muss ich aber da wieder nach umfahren, weil sonst kann ich nicht. Herr Pauschka, merci, gut geil, merci. Schluss damit. Hoppala, jetzt habe ich mit dem Hagel davor geworfen. Oh, der Medrick, was hat er da? Warum der sich das so mittendrin so da, so runtertauchen? Was gibt's da? Möchte sie den Hai killen oder was ist denn der Plan da drin da? Und ich weiß es auch nicht. Ich weiß es immer nicht. So, ich brauche immer noch einen Garten. Kann immer noch keinen Garten nicht bauen. Ich kriege jetzt gleich einen Kollaps. Hat jemand was zum Essen für mich? Der arme Birger hat seine Planken in Wände verwandelt und hat jetzt einfach nichts mehr zum Essen. Hai is gone. Hast du einen Schlong oder was? Krieg ich da ein Stickerl? Ah, nice! Medrick for the win! Dafür kriegst du von mir, was kriegst du von mir? Ich habe nichts Gescheites. Warte, ich habe Lehn.
Den sollst du haben. Hier. Achtung. Lehm. 3 und ein Stroh. Schau her, irgendwas wird's da schon bringen. Lass bloß nicht wieder davor schwimmen. Das ständige Magengegrummel macht mir auch völlig nein. Wo ist denn Steve eigentlich? Steve! 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 Lehm und Lehm lassen. so eins Lehmen und nehmen. Du der Maul. Haben wir schon 2 Lager da drin? Ja, vorne haben wir einen Einstieg gebaut. Ja. Ja, schaut schon gut aus. Mehr ist ja, glaube ich, gerade nicht vonnöten. Wir dürfen mal weiterfahren. Mehr Loot. Ja, ich weiß nicht, wo der Steve ist. Der Steve ist verschollen. Steve! Und sagt aber, in diesen Pimmel-Games ist halt immer so schlecht gemacht. Ich sag nicht, wer in der Lobby ist. Ich kann keinen ausschmeißen. Ja, oder kann ich, da habe ich irgendwo, wo ich wieder nicht hinschaue, habe ich da irgendwas, wo ich sage, ist der überhaupt noch in-game? Was haben wir da erkannt? Welt speichern. Welt gespeichert. Die graue Sprenginenz hat wieder zugeschlagen. Da ist Steve! 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 Steve hat noch getaucht, glaube ich. Man kann... Manche Sachen werde ich mein Leben lang nie wieder ankehren, ist weg. Leute, ich brauche was zum Essen, ich stirb gleich! Ah! Das ist so fressen, das Ding. Oder ein paar Kartoffeln oder so. Oh! Da schau ich. Hab einen Fisch gefunden, alles cool. Was schwimmt denn da draußen? Da schwimmt wieder mein Loot davon. Ich gebe euch nichts mehr. Na. Was ist denn das für ein Mist? Ah! Das wollte ich nicht. Brauchen wir eh nicht. Reis ohne den Schund. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Da ist auch nichts mehr drin. Doch, da ist was drin. Haha. So, niemand wird Sachen looten da noch schwerer, wenn man einfach Menti baut. Bei Steve habe ich immer direkt an Minecraft-Film Steve vor Augen. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ich habe das kleine Chipmunk, das Steve schreibt. Steve! Ah, maybe it was. Steven! Ah, maybe it was. Steve! Das ist so behindert. Keine Ahnung, das ist ein Video, das ist 3000 Jahre alt, ich war da. Ich war da, Gandalf, jetzt haben wir einen Haihappen. Dann fressen wir uns rein. Ich bedanke mich beim Medric fürs Töten des Hais. Und für den Schmackofatz. Naja, aber es wird schon. Es ist so ärgerlich, dass der Medric so früh gestorben ist. Das haut dich gescheit zurück. Was kannst du denn brauchen? Hey, wieder looten. Keine Ahnung. Alles Mögliche, oder was? Aber Holzen sind... Oh, der Grantl hat, glaube ich, einen Anschein gekriegt. Ich hab's genau gesehen. Ja. Weißt du, da in 5 Minuten der scheiß Bude... Na da, eine scheiß Riesenbude da hinzimmern. Aber nicht 4 Versuche brauchen, um aufs Schiff aufzuspringen. Was da wieder... Warum gehst du eigentlich als jetzt einen Vollschlaganfall? Muss der Medric Carrion hilft nicht. Der Grantler schreibt, Maul! Ja, das Ding mir ja auf. Tu nicht noch. Oh, jetzt habe ich Medric auch nur ein Palmblatt gestohlen, das wollte ich nicht. Ich habe ein Segel jetzt so gestellt, dass alle was davon haben. Okay, schauen wir mal, was da die anderen dazu sagen. Ihr werdet das schon regeln. Ich bin immer nur dabei, dass ich mir versuche, ein Gat zu bauen. Oh, das nicht mehr. Da musst du weiter 4 gehen. Das ist jetzt mein Fass, mein Freund. Es gibt viele Fässer, aber das hier ist meins. Schmeckt. Schmeckt. So, was kommt denn eigentlich dieser Schrottscheiß? Kann man nicht aus dem Schrott, kann man das nicht irgendwo... Warte mal, jetzt muss ich ein bisschen... Oh. What is this? Blaue Farbe aufnehmen? Er hat schon blaue Farbe, der Mann. Der Mann hat blaue Farbe. Was tut denn das? Ist das... Betreibt dieses Rad jetzt da drin irgendwas oder betreibt dieser Chernobyl-Motor und der treibt uns an? Eine Farbmühle? Kann ich mit dem Ding da? Ach, das kackt Farbe außer. Wer zur Hölle braucht eine Farbe?
Ja, gut, ich werde es schon wissen. Ich glaube, der Grantler, lass mir Zeug. Schön brav auf der Plattform bleiben. Insel? Ich steuere mal die Insel an, ich bin so frei. Mir wurscht, ob euch das passt oder nicht. Ja, wird schon. Blumen rein, Farbe raus. Ja, verstehe. Da werden wir wahrscheinlich die Windstreier kennen, nehme ich an. Nehm ich schwer an. Wie schaut denn dort Lager aus? Oh, ein roher Wels hat er gefangen. Schau dann. Haben wir da sonst so? Ich nehme da nichts aus. Keine Sorge, ich meine, du sagst es ja im Stream. Was ist denn dieser Seetang? Kann eine Schmelze geben, um sie in Glibber zu verwandeln? Das ist auch was. Ich meine so, der Kleber ist so extrem selten, keine Ahnung. Es war wirklich essentiell wichtig gewesen, an die Inseln fahren und rundum tauchen. Das war eigentlich das Wichtigste gewesen. Das ist das, was mich so lange aufgehalten hat. Es wird in dem Spiel nicht kommuniziert. Da kommst du schon irgendwann drauf dann. Jetzt mittlerweile habe ich es auch verstanden, aber bis dahin ist halt schwierig. Ich nehme bloß den Schrott mit und lass mir vom Hai wieder zweimal ins Gesicht einbeißen. Das nehmen wir alles mit. Das haben sicherlich ein paar geschrieben, ich habe es natürlich nicht gelesen, wie halt immer. Es ist, was es ist. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Grund. Oh, was haben wir da? Schaut noch Jade aus! Oh! Okay. Das ist Subnautica-Vibes. Bisschen, kann man mal. Der Metric ist so verloren, dass man mit Schalke vergleichen kann. Aber was ist denn das für Art und Weise, jemanden, weißt du schon? Hey, wehe, ihr fahrt's mit dem Floß davon, ich bin da nur am Looten, Kinder. Wehe, hau ich noch einen Arsch, da gibt's einen Haufen Scheißdreck zum Klauen, das nehme ich alles mit. Ich nehme ja alles mit, Freunde. Wehe, ihr fahrt ohne mich. Mit Schalke vergleichen. jetzt wirklich. Der ist offensiv, der ist schwer zu kontern. schwer zu kontern. Ich habe keine Ahnung, wo Schalke gerade was für ein Platz ist oder was auch immer die treiben. Aber gut ist er mit Sicherheit nicht. So, was haben wir da noch so? Kommen wir da, das schaut aber aus wie Kohl. Hallo, ich bin noch nicht mit Pferdtaucher, mit Dauerwehr. Rote Blume kann man am Arsch lecken, ich brauche Schrott. Geben Sie mir Schrott und Erz, da sehe ich keinen. Da liegt was ist das da? Mangosamen! Ja, nimm mir, das ist mir wurscht. Haben wir da schon wieder ausgedacht? Da ist noch ein großer Steuer. Moment. Wie, ihr fahrt jetzt davon. Wenn ihr die Sachen weiterentwickelt, ist es nicht mehr so gezeigt. Das ist der nächste Schritt. Und der nächste Punkt ist ja in die ersten 2 Stunden. Ich finde einfach, man ist so ein bisschen ganz krass lost. Und man muss alles aus... Ja, das ist aber in Green Hell genau das Gleiche. Da bin ich auch sehr lost und wird auch nicht recht fair erklärt. Und muss alles selber herausfinden. Aber irgendwie fällt's mir leichter in Green Hell, dass mir das nicht nervt, sondern dass ich es als Herausforderung sehe. Und da in Raft ist es irgendwie so... Oh, nerv mich nicht. Ich weiß nicht warum, ich kann es nicht sagen warum. Liegt es am Grafikstil? Green Hell ist doch sehr viel realistischer, optisch natürlich, aber im Prinzip das gleiche Spiel. Bloß glaube ich nur ein bisschen bestrafender und zacher. Oh, auf da. So, wo ist mein Boot? Boot! Hallo? Na bitte, jetzt lasst mich in einer einsamen Insel zurück. Leute, hallo? Hallo, ich kann nicht mal gescheit gehen, wo hat's denn? Hallo? Hallo? Leute, hat sie besoffen. Die hat jetzt einfach gefahren. Kinder, ist der Stream vorbei, hat sie besoffen. Ja, dann... Du bist mir jetzt wirklich leid, aber dann... Ah, okay, bin schon da. Ich sehe das Boot. Paddelt's einmal zurück da! Da komm ich niemals um mich ohne das Stier. Wer hat Steine für einen Anker? Ich hab Steine! Paddeln! Baut's einmal auf eine 3 Aufsitzplatz vor mir der Segel auf, das ist ein Wahnsinn! Ich verdürste übrigens auch gleich. Hey Leute, ich warne euch. Ich schwimme jetzt. Oh, das wird mein Tod. Oh, das wird mein Tod. Springt mal bitte ins Wasser. Springt mal einer von euch ins Wasser, dass der Hai da umgeht, bitte. Springt mal einer ins Wasser, weil mir der Hai gleich anspeist. Steve, paddel schon. Steve!
Steve! Ich komm schon! Ich komm schon! Mit dem Hagel. Passt, ist gut gegangen. Ist gut gegangen. Kein Tropf incoming. Falls ihr hinterm von nichts außer da ist jetzt kein Wasser nicht drin. Oh, Scheiße. Hat jemand da Wasser für mich? Hat jemand schnell Flüssigkeit? Habe ich was zum Essen aufgeklappt? Ich weiß nicht. Ich brauche was zum Trinken! Schnell! Ah! Ist da was drin? Nein! Habe ich wohl irgendwas zum Fressen oder keine Ahnung? Schnell, Brodel, schnell! Ich kipp gleich um! Schneller! Blanke nein! Auch die Blanken da rein! Ah! Bei mir ist was, wer hat das geschrieben? Steve! Steve! Jetzt wird's eng. Nein, eine hab ich noch. Schnell, mach wieder was zum Essen. Und zum Trinken. Hast du was im Becher? Ja. Schnauze. So, das nehmen wir wieder raus. Dann trinken wir eigens nochmal. Saufen wir uns voll. So, können wir uns jetzt endlich ein Gatt bauen? Hab ich jetzt? Nein, immer noch nicht. Ich habe immer noch kein Holz. Dafür habe ich einiges anderes. Schauen wir mal, was wir da haben. Wir haben Kupfer, Stein, Ton. Das darf jetzt ich mal so bewerten von der Wertigkeit. Dann haben wir da rund nochmal Metallerz. Ja. Was haben wir da? Sand. Ich weiß nicht, was man mit Sand tut, aber ich werde schon wissen. Den scheiß Mangosamen, den wirf ich über Bord, den braucht kein Mensch. Nein, nicht mich über Bord. Ich bin kein Mangosamen. Ich bin ein Mongosamen, aber kein Mangosamen. Schmaler Grat, meine Damen und Herren. Schau, da wird er schon wieder daher tanzt. Siehst du das? Und der Pfeifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Was? Eins verdopft. Das war eine sehr knappe Kiste, ja. Da brauchen wir mal nicht dumm diskutieren. Das war eine sehr knappe Kiste. Und jetzt geht mir das Essen schon wieder aus, weil ich irgendwas tue. Bloß nicht das, was ich... Oh, da ist ein kleines Floß! Da ist ein kleines Floß. Wir steigen direkt aufs Floß. Hätte ich vorgeschlagen. Floß ist gut für uns. Ich hau das jetzt einmal da mit rein. Herr Medrick, hab's schon gesehen. Komplett useless bin ich auch nicht. Ich bin useless, aber nicht komplett. Palmblatt, ich brauche Palmblätter. Ich brauche ohnehin mehr Ressourcen. Herr Grantler, hast du mittlerweile eine sehr eine Ressourcenproduktion da in der Mitte irgendwo gebaut, dass ich mir da wieder mal ein paar Sachen aus der Mitte nehmen kann, weil ich sehe überhaupt kein Land nicht. Das sehe ich kein Land nicht. Ich brauche Planken. Planko, das Segel gehört vielleicht ein wenig gestellt, habe ich gerade gesehen. Sehr schön, sehr schön. Sand und Lehm sind ziemlich wichtig, hätte ich gesagt. Schauen wir mal, was wir damit anstellen kann. Kann ich da nicht so? Nein, das wurde schon. Das haben die anderen mit Sicherheit auch schon gemacht. Das haben sie auch schon gemacht. Das haben sie schon gemacht. Ja, vorne. Medrick, ich kann dir nicht helfen, ich kann nicht mehr gehen. Ich kann mir kein Garten nicht bauen, weil da kein Schrott mehr ankommt. Warte mal, ich stelle das Segel noch ein bisschen steiler zum Ding hin. Achtung. Mal zu dem Floß. Ich dachte, gibt's mal einem Medrick ein paar Ressourcen. Der Mann ist gestorben. Hat extra ein Segel gestellt da oben. Was tut der Steve? Der tut nicht lange umeinander, der klaut sich die Kisten und fährt wieder heim. Essen! Beim Schalke ist er Hai. Ja, das hab ich schon gespannt. Ich muss da auch wirklich was. Hat jemand was zum Essen schnell für mich? Hat jemand was zum Essen? Was zum Essen? So, das haben wir jetzt da einer, da einer, da einer, da einer. Da haben wir Leder her, da haben wir, ja, wobei es Kunststoff pulpt man uns, Bladel pulpt man uns, den Schwachsinn, der wir da einer. Die Seile, der wir da einer. Ja, das Paddel ist eigentlich so gut wie hier, das kannst du über Bord schmeißen und das scheiß Hacke kannst du auch über Bord schmeißen. Das braucht kein Mensch. Weg mit dem Schund, weg mit dem Schund. Oder jemand was zum Speisen. Oder irgendjemand was zum Speisen für mich. Darf ich irgendjemandem was klauen? Darf ich da eine Melone klauen? No. Ich klau das. Ha. Oh, Grantl, du schaust am stabilsten aus. Haben wir noch was zum Essen? Mir haut's schon wieder gleich um, ich bin gleich tot. Oh, da ist was zu mir. Wieso darf ich das nicht nehmen? Ich bin gleich tot. Wenn jetzt ich mein ganzes Inventar leer mache, verliere ich dann irgendwas? Ich hätte eigentlich mal getestet. Hammer brauchen wir, Planke wichtig, das ist der wichtigste Eimer ever und der Hagel. So, wenn ich jetzt stirb, was verlieren dann? Segel zumachen, kommt wieder Treibgut. Ich weiß nicht, wo er ein Segel hingestellt hat. Warte mal, in diese Richtung. Da ist eigentlich nichts. Ich mach Segel wieder zu. Mach das Segel wieder zu. Oh, Fischi! Fischi! Aber den werde ich nicht mehr überleben, den Fisch, der dauert zu lang.
Grill dir ein paar Fische auf Vorrat. Das ist eigentlich, was ich die ganze Zeit schon probieren will. Birger, deine Kiste Fisch. Oh, nice! Merci dir. Merci. Von wem war die? Vom Steve! Steve! So, eines Tages schaffe ich es. Dass ich mir... Wessen Kisten zählt das Spiel eigentlich die Kisten als Mai-Kisten? Oder, jetzt muss ich mal schnell was probieren. Jetzt legen wir mal... Na, das wollte ich eigentlich nicht. Wir legen jetzt das da rein. Dann gehen wir da her und dann... Naja, dann ist es nicht mehr persönlich in meinem Inventar, sondern... Ja, hab schon verstanden. So, ich kriege den Scheiß da zusammen, weil sonst kriege ich gar nicht so. Hab schon verstanden. So. Mit der wir jetzt Fische bauen und Fische fangen und schauen. Oh, Insel. Dicke Insel. Dicke Insel, Kinder, da wird gar nicht lange miteinander diskutiert. Nach rechts von mir. Und da ist eine dicke Insel, die müssen wir Maverick holen. Maverick, ich hol's dir selber. Die kriegst du selber. Kiste, los. So, mir leckt das so krass, dass gar nicht passt, oder dafür hol ich mir die Palmbladel. Brauche ich, hat's geheißen. Brauche ich. Schauen wir da aus. Dann muss man das einmal anschauen. Was das Spiel so kann. Ich habe noch nichts gesehen. Ich schau noch. Planke platzieren? Nein, das tun wir jetzt nicht. Wie greift man auf diesen Dings da zu dann? Nur Planken platzieren. Müssen die selber bauen. So, ich brauche einen scheiß Fisch. Ich brauche immer noch einen scheiß Fisch. Ich brauche noch eine Holzplanke. Eine, Kim. Ein geschissenes Drum Holz. Der aber, wenn ich weiß, wenn wir schon wieder auf die Insel zufahren, hat jemand ein Stückel Holz für mich. Steve schreibt, Anker ist bei mir. Nein, Madrick mag ich nichts klauen, der ist noch nicht so weit. Ich habe jetzt schon wieder nichts mehr zum Fressen. Ich weiß nicht warum, mich nervt's zu Tode. Hat du was zum Essen? Oh! Eine Planke, ja, mit der bin ich auch zufrieden. Hier, Angelrute, dann kann ich mich da damit beschäftigen. So, hier, ein Fischi. Den kriegen wir schon noch. Fahren wir ein bisschen gleich 2 Fischis. Holz kannst du nicht essen. Ja, aber ich kann mir ein Gatt draus bauen. Herr Alex, die habe ich komplett übersehen. Mir ist für 28 Monate. Bürger Info, ich habe gerade am Ende 3 Werbungen nicht überspringbar gehabt. Ich weiß nicht, ob es normal ist. Also beim ersten Mal Stream starten ist schon sehr lang Werbung. Das kann ich ja nicht ausschalten. Aber während dem Stream hat keiner Werbung da hören. Und falls das jetzt anfängt, dann kommt es nicht von mir. Im Stream werde ich solange sie mich nicht zwingen, niemals mittendrin mit dem wo ist mein Becher? Mit der Werbung anfangen. Das tun wir nicht, das ist nichts. So, das tun wir da eine. Wir essen unseren Fisch. Fangen wir den nächsten. Und dann können wir uns da mal so ein bisschen zur Insel hin bewegen. Warten die anderen eigentlich alle? Der Grantler ist da, die anderen zwei fort. Ah, da hinten sehe ich auch nochmal anspringen. Oh, und da oben sehe ich auch nochmal anspringen. Da holt sich jemand den Baum. Ja, das macht Sinn. Ich bin immer noch da nach 6 Stunden und durch Fischen. Aber jetzt wäre doch ein sehr guter Zeitpunkt, um Werbung zu schalten. Was? Ja, natürlich, immer wenn Leute da sind. Und empfohlen wird übrigens, dass man natürlich von YouTube, das kann man einfach, weil es mir wirklich auch selber interessiert. Und nicht, da geht's nicht, es bleiben bei, ich sage jetzt mal, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ja, also meine ich es nicht, aber es ist halt leider Gottes in nackten Zahlen so. Ein YouTube-Seppen, 1000 Zuschauer haben für einen YouTube-Seppen nichts. Für mich ist es die Welt. Das ist absolut insane, dass da 1000 Leute drin sitzen. Regelmäßig. Aber den 1000 Leute müssen die, glaube ich, alle 5 Minuten eine Werbung hinscheißen, damit bei mir 5 Euro kommen. Und für 5 Euro mache ich den Stream nicht kaputt, bist du besoffen. Aber mich darf mich wirklich interessieren, wie aggressiv YouTube wäre, man kann das automatisieren. Jetzt mal, wenn ich einen Stream starte, kommt ein Riesendrum-Fenster, hey, aktiviere für mehr Werbeeinnahmen, Werbung, Stream, bla bla bla. Und ich schalte das jetzt mal manuell auf manuell, dass ich das selber machen müsste. Und das ist auch gut so. Weil während dem Livestream Werbung halt ist absolut geistige Behinderung. Hängt da jeder, hängt nachher und so weiter und so fort. Aber mich da mal interessieren, wie genau das funktioniert. Hängt ihr dann wirklich hinten nachher? Seht ihr den Abschnitt, während Werbung läuft, einfach nicht und könnt dann zurücklaufen lassen, was wieder absoluter Scheißdreck ist. Und vor allem, wie viel Werbung das YouTube da schaltet. Und das darf mich interessieren. Mich darf es einfach einmal interessieren. Als Test. Damit ich mitschmerzen kann.
Ich habe einen alten Schuh gefunden. Hier, alter Schuh. So, ich weiß, sehr effizient war das nicht, da hätten wir jetzt mal schon einen Fisch auflegen können, aber gut. Einen fangen wir uns noch und dann gehen wir noch ein bisschen tauchen, tauchen ein paar Sachen auf, ein paar Adblocker an die Macht. Ja, das ist auch wieder, finde ich auch nicht ganz richtig. Sag ich dir, wie es ist. Ich meine, diese Plattformen stellen diese Dinge hier, diese ganzen sämtliche Funktionen frei zur Verfügung. Irgendwie müssen sie Geld verdienen. Und Adblocker sind mitunter daran schuld, dass YouTube so aggressiv mit der Werbung wird. Da nehme ich jetzt keinen Megakonzern in Schutz, sondern ich erzähle das so meinst du, das ist Jonas Mord? Ihr kennt es sowieso nicht aus. Es gibt keine andere Plattform, nicht, die nur ansatzweise an YouTube kratzt. Scheiße, die mit Werbung voll. Selber schuld. Was will man? Man soll ins Werbebanner machen? Ja, die klickt aber keiner an. Folgedessen gibt dafür auch kein Werbetreibender Geld dafür aus. Ergo, Werbebanner kannst du halt monetär für die Firma sonst wo hinschauen. So Witz. Und darum kommt YouTube Premium. Natürlich nicht nur aus dem Grund, weil alle einen Adblocker hernehmen, aber mitunter. Und natürlich, weil der Konzern an der Börse ist auch und natürlich Geld verdienen will. Jetzt ja mehr. Deswegen wird das wird nie aufhören mit noch aggressiver werden. Es geht bloß noch 100-mal schneller. Ah, jetzt ist der scheiß Hai da, gell? Ja, das probieren wir jetzt trotzdem. Haben eigentlich schon wieder alle an Bord? Ja, schon. Ich gehe noch schnell ein bisschen tauchen. Der hat nicht davon fahren. Ich probiere noch ein bisschen, ob ich was der tauchen kann. Vielleicht kann ich am Hai mal mit dem Speer noch eine brennen. Schauen wir mal. Weil alle die scheiß Werbung hassen. Ja, aber irgendwie scheint es ja zu funktionieren, weil sonst darf es keine Werbetreibenden geben. Ja, wenn du Werbung für irgendwas machen willst, dann gibt es da Leute, die zahlen einen Haufen Geld dafür. Und anscheinend bringt es ja was, weil die Sachen werden ja angeklickt. Du musst, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, du musst mit der Werbung die richtige Zielgruppen erwischen. Und deswegen ist Google so beschissen wertvoll und sammelt deine Daten. Wenn die wissen von dir, was du gern anschaust, was du gern tust, dein Kaufverhalten kennen, dann kennen die viel bessere Preise und viel gezieltere Werbung machen für die Werbetreibenden. Und dann ist das eigentlich eine Win-Win-Geschichte. Weil du klickst ja nicht, wenn du natürlich von irgendwas anfixen lässt, was du eigentlich gar nicht brauchst, dann bist du selber schuld. Aber natürlich hasst da jeder Werbung, schon immer und immer, weil es halt so penetrant ist. So, da haben wir noch ein bisschen was gefunden. Steuert jetzt wieder um die ganze Insel rundum, ich glaube nicht. Ist da noch was? Auch nicht wirklich. Ihr düdelt's da schon wieder davon. Ich meine euch. Können wir da irgendwie auf? Ja. Kann man da noch irgendwo umeinander dauern? Nein, eh nicht. Ja, das ist schon krass, wie das alles läuft. Ja, das ist ja nicht einfach so. Also, natürlich zu einem Teil. Versteht's mir nicht falsch. Ich nehme hier keinen riesen Megakonzern in Schutz. Das interessiert mich doch einen Scheißdreck, ob Google am Bach runtergeht oder nicht. Oder ob die jetzt anstatt 20 Milliarden Gewinn nächstes Jahr 25 Milliarden gewinnen. Das interessiert mich höchstens Scheißdreck. Aber wenn ich Google wäre und ich lege alles drauf aus, dann würde ich genauso handeln. Ich war wahrscheinlich noch viel aggressiver. Aber sie machen es halt subtil. Eigentlich noch. Es hat lang gedauert, bis alles so war, wie es jetzt ist. Und es wird noch schlimmer, da kriege ich wieder Brief und Siegel. Ich fuhr dann euch jetzt mit KI-Sachen noch. Ja, keine Sau googelt mehr, seid ehrlich. Und hast du das letzte Mal selber eine Frage gehabt, googelst Internetseiten und er liest dir dann die Antwort. Wann hast du das letzte Mal da? Das glaube ich das ganze letzte Jahr 5-mal da. Weil dann denkt er, wieso suchen die da eigentlich auf irgendwelche behinderten Internetseiten umeinander, wenn ich einfach hergehe und kann KI fragen? Rate mal, was da der nächste Step ist, meine Damen und Herren. Glaubst du, dass es für immer umsonst bleibt? Jetzt werden Marktanteile geholt. Wer ist die beste KI? Wer ist da? Bla bla bla. Und dann wird's mit Werbung vollgeschissen. Und dann gibt es immer noch Leute, die wundern sich. Natürlich, die wollen ja Geld damit verdienen. Mehr die auch. Was ich so sagen soll. Ich heute. Ja, natürlich gibt es ein paar Lost People, die wirklich immer nur durch Internetseiten stöbern. Hat selber schuld. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Aber du kannst gib dir mal Brief und Siegel drauf, dass mittlerweile mehr als die Hälfte zu 99% aufgehört hat, anständig normal zu googeln, wie das vor 5 Jahren war.
Ich glaube, ich bin die Einzige, die das scheiß KI-Club nicht benutzt. Das sage ich dir ganz ehrlich. Weißt du, was das für ein Verhalten ist? Oh mein Gott, das meine ich jetzt nicht persönlich best, aber da rede ich jetzt in die Allgemeinheit hinein, Steffi. Da meine ich wirklich, weißt du, was das für ein Verhalten ist? Das Internet, das setzt sich nie durch. Das ist genau das Gleiche. Nein, zeigt noch nicht, das mag ich nicht, leck mir am Arsch. Selber schuld. Selber schuld. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Der Maverick hat seine erste kleine Holzhütten hingezimmert. Weil Boomer halt einfach nicht nach Schlagwörtern googeln können. Ich bin ein AI-Boomer, geht mir alles auf den Sack. Gnadenlos selber schuld. Was das für Türen aufmacht, ist absolut insane. Und es ist klassisches einfach nur mit Gewalt wegbocken. Mit Gewalt wegbocken, was anderes ist das nicht. Und ich erinnere mich noch vor 20 Jahren, dieses Internet, und heute sitzt man, unsere Generation sitzt jetzt da, macht sich über die Boomer lustig, die gesagt haben, das Internet setzt sich nicht durch. Und ich versuche das zu überspringen, diese Generation, und sage, der KI-Scheiß ist der nächste Dreck. Das ist der nächste, entweder zerreißt, das sagen viele, das wird es zerreißen, ich sage, es zerreißt es nicht. Es zerreißt einige, aber 1, 2, 3 große bleiben bestehen, die sie durchsetzen in den nächsten 10 Jahren. 5 Jahre vielleicht sogar schon. Ich tippe mal ganz schwer auf ChatGPT, also OpenAI, weil es die bekanntesten sind. Die kann es aber genauso zerreißen. Und ich bin der Meinung, dass sie wahrscheinlich der Google, der Gemini für den Alltag durchsetzt. Aber welche KI gibt denn gescheite Antworten? Die Google AI hat mir noch nie eine richtige Antwort gegeben. Das glaube ich dir nicht. Nein, das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht. Weil der Gemini 3, das ist geistesgestört, was du mit dem anstellen kannst. Man muss halt schon auch wissen, was man tut, so ein bisschen zumindest. Und wenn man natürlich an die ganze Sache herangeht und schon, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Scheiße, scheiß KI-Scheiß, ich weiß eigentlich nicht, warum ich es hasse, aber ich hasse. So ganz typisch ist das irgendwie. Rieche bis daher, dass das bei den meisten, die es noch nicht benutzen, die sagen es einfach ab, weil, nein, der neumodische Scheiß da. Rieche bis daher. Stop it. Get some help. KI ist großer Müll. Herr Junker, das kann ja jeder sagen. Warum? Los. Argumente, warum ist der KI-Scheiß Müll? Ich bin der, nutze ja als Unterstützung und Tool. Genau, mehr braucht es. Ich habe auch nicht gesagt, das soll sein Leben davon abhängig machen. Das hat keiner gesagt, dem Ding kann man Fragen stellen. Ohne dass ich wie ein Behinderter 20 Internetseiten durchsuchten muss, wo auf 20 Seiten unterschiedliche Sachen stehen. Kann die KI gruppen und schwanen. Trust me, Mr. Devil Driver Mikey, der Tag wird kommen. Der Tag wird kommen, wo es kann. Ist denn heute eigentlich Blade-Schmerz oder Gameplay? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich gerade schon wieder... Da passiert aber auch nichts! Da! Grantelbord, sein Hirn schaut aber aus wie vor einer Stunde! Nein, das nicht. Oh, jetzt hast du schon 3 Lager, 4. Ja, machen wir mal Inspektion. Da hat man sonst... Da hat man siehst. Was ist denn da? Da ist eine Schachtel geflogen. Überleg mal deinen Stream mit ChatGPT, was wir da schon erlebt haben. Und so lange ist das nicht her. Was genau haben wir da überlebt? Oder was genau haben wir da erlebt? Weil uns KI als Wunderlösung für alles beworben wird und einfachste, wenn dann, Schleigen jetzt KI-Powered heißen. Ja, aber das hat doch grundlegend nichts damit zum Tor, dass ich grundlegend dann sage, KI ist Schrott. Wenn du das für Schrott hernimmst, ist Schrott. Das ist richtig. Das ist absolut richtig. Ich tue übrigens Fischal grillen. Merkt ihr es? Ich bin das erste Mal richtig gut dabei. Hier, machen wir noch einen und noch einen. Der KI, genau, differenzieren. Der KI-Hype ist Schrott. Wenn du natürlich von dem ganzen KI-Gelaber, das gar keine ist, natürlich beeinflussen und volllabern lässt, dann muss man sich halt hinsetzen und einmal kurz damit befassen. Wenn man was wissen will von der KI, dann muss man es dementsprechend mit Daten und Informationen versorgen und man bekommt ein gutes Ergebnis. Hat damit einen Export von unserer Firma nach Kanada gemacht. Sehe ich ganz genauso. Die Rainer Winkler KI wird sich durchsetzen, hätte ich gesagt gehabt. Wahrscheinlich bin ich einfach deppert zum Benutzen. Nein, eine Übung macht den Meister. Einfach rausfinden, wie die Dinger funktionieren und damit ein bisschen beschäftigen. Ich halte das für den nächsten Big Shit. Ich sag's, wie es ist. Dass sie 1, 2 Firmen, welche auch immer, ich tippe auf Google,
Die haben's Geld, denen ist einmal wurscht, da haben 120 Milliarden vor. Ja, egal. Und OpenAI reißt es bei sowas. Die haben kein riesen Environment um sich rundum, wie es Google oder Apple zum Beispiel hat. Wobei ich von der Apple KI noch gar nichts gehört habe, keine Ahnung. Das sind jetzt übrigens auch keine Finanztipps, ihr sollt deswegen nicht euer Geld da irgendwie investieren. Ihr sollt die Sachen nicht absagen, bevor ihr es überhaupt anständig hergenommen habt und bloß weil euch irgendeine Spezi erzählt hat, was KI für ein riesen Scheiß ist. KI wird nicht alles komplett neu machen, zumindest nicht in naher Zukunft, aber als Unterstützung im Alltag wie auch im Job ist es mega. Nutzt zum User-Stories schreiben. Ja, zum Beispiel. Und das habe ich bis jetzt halt immer so gehabt. Was hat Steffi geschrieben? Ich wollte was von einem gewissen Modus vor dem Spiel wissen. Und Google KI hat mir quasi erklärt, dass es den Modus nicht gibt. Aber ich war ja in dem Modus. Gut, was man natürlich da dann wissen muss, ist Google und die ganzen KIs, die haben ein Wissen bis zu einem bestimmten Datum. Und wenn diese Mechanik vielleicht bis dahin noch nicht bekannt war, dann kann es kein Ergebnis liefern. Könnte jetzt der Grund gewesen sein. Und allmächtig ist die KI auch nicht. Vielleicht weiß die auch mal irgendwas nicht. Ich kann mir vorstellen, bei kleinen Spielen, die nicht so bekannt sind, da wo einfach auch nicht so viele Informationen im Internet verbreitet sind, tut sich die KI schwer. Und wo der Gemini brutal ist, der ist halt in Google-Suche integriert. Und da gibt es rechts ein kleines Hackerl, da kannst du sagen, mach mal Google-Suche mit integriert. Und dann benutzt das Ding selber die Google-Suche und sucht für die Sachen aus. Und dann wird das Ding zu einem dermaßen mächtigen Tool, dass dann Vogel kriegt. Also finde ich zumindest. Natürlich heißt das nicht, dass du alles blind glauben sollst, was da steht. Aber so einfache Dinge haben einfach schneller geklärt, ich muss nicht mehr suchen, etc. etc. Der Mietfeld fragt eine interessante Frage. Servus Birger, springst du auf den Hightail-Hype-Train und spielst das? Ja, nächsten Montag. Man kann damit auch gut für Präsentationen hernehmen. Man kann es für so viele Sachen richtig gut hernehmen. Wer es halt nicht tut und das Ding absagt und einfach so, KI, scheiße, nein, ist das vorher KI. Wie der Sprenger schon gesagt hat, differenzieren. Der KI-Hype ist beschissen, der ist ja geistig behindert. Ja, das sehe ich ganz genau so. Aber die KI selber ist ein dermaßen narrisches Tool, dass das sich in den letzten 2-3 Jahren gerade mal so narrisch entwickelt hat. Und dann, wenn man einen IQ von über 5 hat, kann man sich vorstellen, stell dir mal vor, wie das 2030 ausschaut, das Ding. Stell dir mal vor, wie das 2035 ausschaut, das Ding. Und dann wird es langsam happig. Das, wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hast, du kannst da dem Computerprogramm, du kannst dem einen sehr langen Textblock schreiben, und du beschreibst ihm ein Beitel, das er da machen soll, und dann macht er das und nailt das Beitel jetzt schon dermaßen gut. Dann sitze ich da und denke mir, hätte ich gesagt, spinnst du, niemals. Tja, mittlerweile sind wir aber soweit. Und es wird jedes Jahr besser. Ich helfe. Ich hab nur mit euch gestohlen. Ich weiß nicht, ob es das geholfen hat, aber ich war bemüht. Damit ich einmal wieder was da habe im Spiel. So! Inspektion, Kinder! Ihr habt's nämlich nicht mehr lang. Der Medrick? Ja, er ist einfach so eine Stunde hinten neu, gell, weil er gestorben ist. Sagt man für. Oh! Ja. Geil. Geil. Stark. Wir haben gelernt, Schrank. Geil. Sumselglück, dem ist das heute völlig geschmerzt. Ich hau mir eine. Hauen Sie eine. Wir sehen uns übrigens am Freitag, meine Damen und Herren. Spielen wir Green Hell und da wird nur reingesuchtet. Progress, meine Damen und Herren. Das gehört über die weiß-blaue Hausboot. Gut schaut's aus. Was haben wir beim Steve alles? Schauen wir mal in das Laub. Was ist denn das da? Was ist das? Es war halt so schön, wenn ich es anvisiere, dass da unten nicht bloß entfernen steht, sondern was ist das? So, ich schmecke was das da. Was soll das darstellen da? Was tue ich da damit? Das ist eine Sonnenbank mit Fußbad. Was ist das? Steve, was tut das? Was kann das? Was tut das? Ist das der Anker? Gehört das zum Anker? Was ist das? Kannst Trinkwasser herstellen. Ach so. Anhand davon, wie du kannst geschrieben hast, weiß ich, dass du aus Österreich bist. Interesting. Das wird ja über Zeit wahrscheinlich, oder was? Kann ich da reinlaufen? Schmeckt gut. Sehr schön. Da hinten ist übrigens eine Insel.
Müsst ihr entscheiden, ob wir hinfahren oder nicht. So. Herr Grantelbart, bist du ja mal mit deiner Bumsbude da fertig, oder was? Geil. Wie lang? Jetzt Hand aufs Herz jetzt, Alter. So. Hand aufs Herz, mein Herr. Hand aufs Herz. Du weißt ja schon eine Zeit lang. Du weißt ja schon eine Zeit lang, dass du da heute einen sicheren Platz kriegst. Wie oft? Wie oft hast du das durchgespielt, um so weit zu kommen und geübt? Sei ehrlich. Oder wie lang, besser gesagt? Die Antwort kenne ich nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja. Tatsächlich gar nicht 4 Stunden. Du hast 4 Stunden gespielt. Du hast 4 Stunden played, das glaube ich nicht. I don't believe you. Nein, das glaube ich nicht. The cake is a lie. Muss ich was nachschauen. Na, schau ich was noch. Wieso bist denn du nicht in... Warum bist denn du in Steam nicht online? Warum bist denn du in Steam nicht online? Herr Grantelbart? Hä? Was ist da los? Warum bist du da? Warum haben so viele Leute in Raft online, aber nur du nicht? Jetzt wird's eng. Jetzt kann's eng werden. Ich sag's, wie es ist. Jetzt kann's eng werden. Mein Steam sagt online. Warte mal. Stimmt tatsächlich. Aber es wird nicht so gesagt, dass du spielst. Tatsächlich. Dieses Profil ist privat. Also, red man mir jetzt mal nur mal um die Frage, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit. Ich gebe dir nochmal eine Möglichkeit. Wie viel Stunden Playtime hast du in Raft? Nein, 4 Stunden glaube ich nicht. Na, 4 Stunden glaube ich einfach nicht. Das glaube ich einfach nicht. Nicht mehr wird 10, glaube ich. Okay. Das lasse ich mir schon eingehen. Das lasse ich mir schon eingehen. Ja, das lasse ich mir schon eingehen. Ja, passt schon schnell. Ja, geh wieder. Steam sagt 9,2. Das glaube ich nicht. Wenn das jetzt geht, ich unterstelle jetzt da keine Lüge, aber in 10 Stunden, okay. Ja, lass ich durchgehen. Lass ich einigen. Oh, leck, was ist das für Insel? Willst du besuchen oder was? Müssen wir weiter nach rechts, Kinder. Ein bisschen nach rechts. Eigentlich traurig, dass ich knapp 100 Stunden habe. Herr Medrick, du bist halt verreckt. Da kannst das Spiel noch so auswendig wissen. Du bist verreckt, verlierst dein ganzes Zeug, kommst eine Zeit lang nicht an Rohstoffe hin und dann... Und so unendlich weit weg bist du auch nicht. Da, Steve hat natürlich ein paar Utensilien mehr. Der ist halt nicht verreckt. Und der Grantler, da muss man auch sagen, der hat einen Haufen Scheiße drin. Aber er ist auch nicht so weit wie der Steve. Es schaut optisch bloß so aus, weil die Bumsbude so riesengroß ist. Und mit schönen Event und so. Und da haben wir vorher schon gesehen, die kostet ja bloß 4 Holzplanken. Es ist jetzt auch nicht so, als hätten wir das Spiel neu erfunden. Ja? Herr Twinski schreibt, Twin 60, Entschuldigung, schreibt, jetzt haben wir schon bei 10. Vorher waren es gerade noch 4. Nein, wollen wir mal nicht unfair werden. Aber die Bude baust du nicht so zusammen und so schnell, du weißt genau, was du tust nach 2-3 Stunden Playtime. Never. Nein, das brauchst du mir nicht erzählen. Ich versuche mir ehrlich zu mir selber zu sein, wenn ich der Stream laufen darf und wenn ich nicht über anpimmeln darf. Wie lange da, ich glaube nach 10 Stunden war ich auch in der Lage, dass ich da irgendwie eine kleine Hirn zusammenbaue, dass ich mit erfange und die besseren Sachen baue. Aber ich muss jetzt ganz leider Gottes irgendwas sagen dazu. Ich habe es schon ein paar Mal angedeutet, ich finde Raft im Vergleich zu Green Hell so stinklangweilig, dass es ganz aus ist. Ich weiß nicht warum. Stimmt übrigens auch, Staudi, da hast du absolut recht. Der Grantlerbord, das muss man ihm lassen, der Grantlerbord kann gar nicht so viel Playtime in der letzten Zeit in Raft haben, weil du bist in Annex Dauer online. Annex ist übrigens mein eigenes Spiel. Wer so nicht kennt. Nein, über das reden wir heute nicht.
Vielleicht waren es gefühlt 4. Ja, dann hat er halt 8, das ist ja wurscht. Das ist ja vollkommen wurscht. Aber der Madrick ist auch so ehrlich. Der sagt schon, ja, ich hab nur scheiß Holz, ich hab nichts, immer noch 100 Stunden. Nö. Wir müssen auf die Insel! Hab ich noch einen Fischi? Hab ich noch einen Fischi, den nehmen wir noch mit. Oder den grillen wir da dabei noch. Hab ich noch einen dabei? Nein. Passt. Wir gehen jetzt nur auf die Insel, die schauen wir uns so. Ich gehe mit Madrick mit. Samt ein Speer. Satisfactory Community Play, war auch mal geil. Satisfactory ist halt so insane riesengroß, dass wir da eine Woche lang täglich streamen müssen, 8 Stunden, damit wir da irgendwas zum Sehen kriegen. Aber, also jedem, dem Raft taugt und auch zum Zuschauen. Ich wollte heute nur den Community zocken machen, es war mir eigentlich vorher schon klar, dass ich nicht mehr Raft eigentlich nicht mehr spielen will. Ich weiß nicht warum, ich will nicht warm damit. Ist der Grafikstil, ist die nervige Scheiße mit dem Hai... Oh. Ist die nervige Scheiße mit dem Haifisch. Ich weiß, ist die Comic-Grafik, ich weiß es nicht. Madrick, den kriegen wir, das ist unser Facke. Haha, Trottel. Stieg da in dein Gesicht ein, Headshot. Ich komm schon. Einen in den Arsch! Oh. Ja, da brauchst du bloß Sidesteps machen und dann... Weißt du, die sind so Sachen, mein Gott, natürlich, mit dem wir brüderlich teilen. Nichts legst, ich geb dir einen Teil. Oh, Leder, Fleisch, 2 Leder und... hast du schon einen Fackelkopf? Du hast schon einen Fackelkopf. Warte, ich wirf da was hin, oder hast du was gekriegt? Ich hab doch da jetzt 3 Fleisch ausgezogen, oder nicht? Ich weiß nicht. In der Arschheide! Wo er sonst hin? So, kann man da was tauchen? Ich will tauchen. Tauchen ist schön. Deswegen hat man Subnautica so taugt. Das hat eigentlich einen ähnlichen Grafikstil, ein bisschen 10%, 20% mehr in Richtung Realismus. Aber weil mir das Tauchen halt gut gefallen hat. Und weil unter Wasser, obwohl es nichts anderes ist, du bist ein bisschen langsamer und gehäbiger und so, hat man einfach besser taugt wie das da. Ich frage mich nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich nicht war mehr. Dann eher doch noch Star Rapture von den Green Hellmacher, das hat einen Koop. Das kann man sich anschauen. Das ist also ein PvE-Shooter, Loot-Shooter mit Aufbauen und so. Ja. Und nächste Woche werden wir uns Hightail anschauen. Das schaut wirklich witzig aus. Das schaut einfach aus wie ein Auftrag Minecraft. Mit RPG-Elemente und so weiter. Einen richtig guten Mod-Support anscheinend. Das schaut richtig gut aus. Also es ist wirklich, als hätte man die Minecraft-Grafik, die für mich in meinen Ohren oder Augen und Ohren einfach 15 Jahre alt ist, oder 16, 17 Jahre alt ist mittlerweile, schaut das richtig modern aus. Hat auch diese Pixel-Grafik, die ich normal gar nicht mag, aber einfach moderner und einfach um 100% detaillierter, aber trotzdem die Pixel-Grafik. Das kann ganz witzig sein. Hightail ist halt noch recht early, braucht nur ein wenig. Das auf alle Fälle, und ich bin halt hauptsächlich darauf aufmerksam geworden, wie ich gehört habe, Riot wollten die kaufen. Und wenn Riot irgendwas kaufen will, dann ist meistens kein absoluter Scheißdreck. C-Fix, Freitagsstream muss ich nachschauen, bin unterwegs. Herr Winky. Ein Green Hell Stream, der ist wichtig. Ja, Green Hell ist geil Spiel. Gefällt mir gut. Das ist zwar auch was wir wahrscheinlich niemals durchkriegen, weil es einfach 50 Stunden dauert, aber scheißegal. Solange bis wir alles so die Grundmechaniken gesehen haben und so kleine Hirn bauen haben, ein paar Leute gebracht haben, dann machen wir noch einen Community-Zock und bauen den nächsten Turm auf diesem Planeten und holzen den ganzen Arbeit ab. Und dann ist da gut. Und dann bis dahin spielen wir dabei Hightail und Green Hell parallel. Das glaube ich ist ganz vernünftig. So, Kinder, ich muss ja wieder da oben schwimmen. Ich hab nichts, ich brauche was zum Essen. Habe ich da was mitgenommen? Nein, natürlich nicht. Kann man eigentlich dann schneller schwimmen als laufen, wenn man nichts mehr zum Essen hat? Ein Durst! Nein, Durst haben wir nicht, wir haben einen Hunger. Haben wir. Riot Gresser hatten's gekauft und wieder abgestoßen. Ja, ist richtig. Ist absolut richtig. Oh, scheiße. Sag mir, habe ich das gerade richtig gesehen? Kann man da das System outplayen? Indem man immer bloß eine Planke rein tut und sobald man die nächste rein tut, ist der Fisch instant fertig. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hast du dir mal My Voice Zoo angeschaut? Was war denn das gleich wieder? Das war nicht dieses Zoo-Horror-Spiel, oder? Das spielen wir nächstes Jahr. Dieses Jahr im Horror-Oktober irgendwann. Fackefleisch hätten wir eigentlich grillen können. Können wir das da überhaupt auffüllen? Ich weiß gar nicht. Was brauchen wir jetzt für den großen Grill, damit ich wenigstens noch irgendwas zusammengeschissen habe?
Großer Grill. Ja, Metallbarren habe ich halt keine Seile. Daten geh, ja, Nagel. Kann man mal. Ach, aus Schrott macht man Nägel. Hat jemand 2 Metallbarren für mich? Hat jemand. Oh, pass auf, vielleicht darf ich den Steve sein Ding hier nehmen. Pass auf. Jetzt pass auf, das machen wir noch. Damit wir uns das einmal anschauen, wie das da funktioniert. Steve, darf ich einmal darf ich da einmal dein Dings da hernehmen? Ich tue Planken rein. Wie bringt man da jetzt den Stor raus? Was ist denn das da eigentlich? Das hab mich vorher schon gewundert. Da habe ich gemeint, das ist das war kein das war Metall jetzt. Kommt der Turm wieder auf den Mercy drauf, aber bitte Schaden ausschalten, nicht, dass wieder ein Baum reinfällt und alles hieß. Ja, das gehört ja dazu. Kommt der Turm wieder auf den Merch drauf. Das kommt drauf, wenn Scheiße passiert, dann kommt er drauf. Der Marder sagt, warten. Ich brauche einen großen Grill. Da hat man so gerne einen großen Grill bauen. Was ist jetzt passiert? Es hat irgendwas gegluckert. Okay, ciao! Ich speichere dabei mal. Schau dir mal Startup an, ist von den Green Hell entwickeln. Ja, da haben wir letztes Mal, haben wir das nicht angeschaut, was das ist? Können wir uns vielleicht nach dem Gameplay und so weiter, können wir uns vielleicht mal nur einen Trailer anschauen. Enshrouded steht nach wie vor noch auf der Liste. Wir brauchen noch für den Januar, ich meine, der ist jetzt zwar nur eine Woche lang Januar, aber wir brauchen auch für den Februar noch was. Und da steht halt dann Hightail, Green Hell und Enshrouded auf der Liste und Enshrouded schaut richtig cool aus. Das habe ich vielleicht auch unterschätzt. Da war ich so wie ihr gegenüber der KI vorher. Survival-Drecken. Obwohl es wahrscheinlich einfach, vielleicht ist es ganz was anderes, vielleicht, was will man? Da war ich der Gleiche. Ich bin ja der Gleiche, ich meine, nehme mich nicht aus. So, und jetzt ist da Metallbarren aufnehmen. Das ist also der Metallbarren dann. Okay. Und wie kriege ich den da? Na? Das machen wir so. So. Ah, okay. Wie viel Metallbarren brauchen wir? 2. Ja. Der Progress ist da auch gut gemacht. Da brauchen wir nicht schmerzen, aber wir nicht warm damit. Frag mich nicht warum. Weil der Einstieg so gnadenlos ist. So Victor, du bist am Fluss. Mach. Keine Story, kein nichts. Ich weiß nicht, warum ich da bin, ich weiß nicht, was ich da tue, aber... Hinter dir, Biergerkiste, ist einer drin. Gut, dann lasst ihr das Erz da drin, das habt ihr hier eingestopft. Dann nehme ich mir den da. Merci! Steve! Alle im Chat, Steve! So, jetzt machen wir noch einen großen Grill, damit ich wenigstens irgendwas... einen Reiniger haben wir da, hier, großer Grill. Die Frage ist, müssen wir überhaupt bauen, weil ich habe ja 3. Scheißegal. Wo zimmert man den hin? Ich weiß es nicht, wo man den mehr eigentlich gerne da hinzimmern. Nein, nicht weg, bist du besoffen. Nicht wegschmeißen. Das Ding da, der mal weg. Dann nehmen wir einen Grill, den stellen wir sauber. Daher. Das tun wir auch weg und dann wir weiter hindrehen. Ich weiß schon, dass wenn man dann da Hai reinbeißt, dass dann Popokaki-Wurst ist. Ich weiß, ist ja gut. Da kann man eigentlich nur mal schnell tauchen gehen, ja? Schauen wir mal, ist da was. Oh ja, da haben Sachen schon. Hier. Steve! Ach, jetzt ist mein Hagel wieder kaputt! Und das meine ich. Es ist einfach nur, ich muss 25 Hageln bauen, damit ich meinen Grill bauen kann. Ich bin narrisch. So, jetzt tun wir den Wälzer auf. Wir schauen der. Oh! Schau dir an! Legst du mir am Arsch, du! Haben wir da noch irgendwo Holzplanken? Holzplanke? Da haben wir noch Holzplanke. Kann ich nicht mehr rein tun. Planke platzieren. Ja. Schau her. Kann man da noch mehrere kleine Fischerlaufe platzieren? Dann müssen wir warten, bis der Wälz fertig ist. Den schauen wir uns schon an. Stellst du dir ein Hightail, den Franz aus den Sims 4? Ich weiß von Hightail wirklich nicht viel. Ich habe mir bloß wirklich so ein Overview angeschaut. Wir können da auch mal was anschauen, jetzt dann nach dem Stream dann. Wenn es noch interessiert. Und ich glaube, dass das ganz cool. Oh, ja, da ist ein Waschel in der Hand. Schau dir da. Ein Waschel weiß. Wie oft kann man von dem runterbeißen? Bin ich gespannt, das mag ich schon noch sehen. Schau dir mal dann Mimesis an. Das ist auch so ein KI-Game, das soll ganz gut sein. Der Titel sagt mir was, müsst ihr das sehen? Spielen wir nicht gerade Hightail? Sprengi, is it you? Breze X hat 300 Stunden plus Enshrouded. Wer ist Breze X?
Who the fuck is Breze X? So, nein, Matrix seine Sachen klauen wir nicht, der ist nicht so weit. Oh, good things come to those who float. Live, love, sail. Herr Grantler, Sie haben sich da eine schöne, entweder bohrische Hirban hinzaubert, mit Lichterketten sogar, oder eine griechische. Beide finde ich 10 von 10. Mimesis ist wie Repo, nur geht's da um deine Stimme. Irgendwas sagt's mir. Muss ich mal anschauen. Schau mir am Tacho, ich habe schon am Tacho geschaut. Meine Damen und Herren, ich möchte die letzten 5 Minuten einleiten, so leid's mir tut. Herr Madrak, Steve, Herr Grantelbord, wir haben noch 5 Minuten, dann kommt die Community zum Entscheiden, wer gewonnen hat. Oh, finally, ein Fackel haben wir auch noch! Es ist echt schade, dass der Madrak verreckt ist. Bin ich mir sicher, dass da auch noch mehr gegangen wäre, aber es ist halt, was es ist. 5 Minuten, meine Damen und Herren, 5 Minuten! Ihr könnt es noch dekorieren oder nicht. Wenn es fertig seid, dann geht es einfach da 4 zum Forschertisch, dann weiß ich, dass wir es vorlegen können. Außer ihr habt noch irgendwas zum Tor. Ich mag mein Wels noch anschauen. Oh, Gigater Wels aufnehmen. Mal reinbeißen. Oh, der gibt richtig viel, da kann man auch 2, 3 Mal einbeißen. Der Wels ist stark. Der Wels ist stark. Sehr gut. Wunderschön. Jetzt sind wir mal wieder da, damit wir wissen, wo wir sind. Was steht auf den Schildern? Habe ich gerade vorgelesen. Good things come to those who float. Live, love, sail. Das, was mit Unterfegel die Mit-40er in einem Wohnzimmer hängen haben. Das steht drauf. Blau-Weiß, eindeutig Grantlerbord. Schaut gut aus! Hat's meilenweit weiterkommen wie ich in 2 Stunden. Aber gut, ich habe es schwer nicht können. Was soll ich machen? Schaut gut aus. Eine Fahrtmaschine. Ach, das ist immer noch die Fahrtmaschine. Gell? Das wird betrieben durch den. Nein, nicht einsperren! Nein! Nicht so, wie jetzt vergewaltigt. Sehe ich das richtig? Da kriegst du einen Hammer auf den Nudel. Dunk. So, aber schauen wir da aus. Steve teilt einfach in seine Kisten ein. Look at my Hirban is amazing. Give it a lick. It tastes just like Bredel. Ja, sehr schön. Sehr schön. Aber hab schon gespannt, die nächsten Community-Zogs brauchen dringend Voice. Dringend. Das, auch nicht immer, aber ja, hilft nicht. Da war jetzt auch trotzdem, glaube ich, trotz Blätschmerz und so, war kein Chaos ausgebrochen. Da hat leider einfach das Spiel, ihr kennt's, das hat Vor- und Nachteile. Ihr kennt das Spiel, da passiert kein Scheißdreck. Das müsst ihr aber, dann müssen die 3 Leute dann, die genauso wenig Ahnung haben vom Spiel wie ich, dann, damit da Scheißdreck passiert und das funktioniert halt doch nicht. Für den FC Hollywood brauchst du nur Rot. Das stimmt, aber du müsst blau weg. Aber bekanntlich ist Bayern auch weiß-blau und nicht rot-blau, wie ein Kasperl seine Frau. Das muss man auch wissen. Wer weiß das wieder? Keiner. Also auf der PS gibt es schon einen Voice-Chat. Dann läuft aber der wahrscheinlich über PlayStation selber. Nicht über das Spiel. Da hat PlayStation nicht im Controller so ein Ding integriert. Also, ja, Arschloch, hey, jetzt ist es mir auch wurscht. Meine Damen und Herren, Sie haben noch 2 Minuten. Sogar mit Lichterketten, schau's da an. Sie haben noch 2 Minuten, dann kommt die Community. Ich tue jetzt da mal das Segel wieder runter. Wie nennt man das, wenn man es aufzieht? Ich habe keine Ahnung. Ist ja vollkommen wurscht. Ich glaube, das soll ich fertig gehen. Ohne Loot wird es schwer. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass dann auch nicht mehr viel zum Tor ist. Aber kriegen wir schon. Der Grantler hat fancy gekocht, oder? Was gibt's noch zum Essen? Gibt's noch was Feins zum Essen, oder was? Das werden wir mal anschauen. Was haben wir denn da so? Ein rauer Gickerl drin. Da haben wir einen Kleber drin. Haben wir da einen Bämsel. Da wird der Boden noch lackiert. Ja, da wird sich immer noch Mühe geben. Bis zuletzt wird sich Mühe gegeben. Da hat die Textur leichte Probleme, um sich zu aktualisieren, aber let him cook. Ja, alles was ich zerrissen habe, ist halt der Schuh und die Katze. Und ein wenig was essen und trinken. Das habe ich geschafft. Ne? Dann müssen wir wieder ausschütten. So, damit wir nicht sterben. Dann speichert man das, weil wer weiß, vielleicht greifen wir es irgendwann einmal noch mehr aus. Ich glaube es zwar eher nicht.
Aber ich weiß es nicht. Segel öffnen ist gleich hissen, Segel schließen ist gleich raffen. Heißt das wirklich raffen? Das habe ich nicht gewusst. Hissen habe ich natürlich schon gewusst, aber raffen, ich hätte jetzt irgendwie gesagt einholen oder irgend sowas. Segel raffen, tatsächlich. Ha. Ja, der Michi hat auch geschrieben, Segel einholen. Hätte jetzt ich auch gesagt. Aber raffen hört sich schon mehr nach Segeljargon. Oh mein Gott, Herr DJ Wookie, ich hoffe, du bist noch da. Merci für deinen Fünfer, die habe ich komplett übersehen vor 20 Minuten und den Stefan auch. Wir haben der KI feste Werte mit Würfel gegeben und Dungeons & Dragons gespielt. Es war legendär, welche Geschichte und Kämpfe da abgingen. Da hat jemand rausgefunden, für was man das benutzen kann. Herr Wookie, Entschuldigung, dass ich ein wenig gebraucht habe. Da können wir auch noch im Stream noch drüber reden, über die KI-Geschichte. Das hört sich wieder so ein bisschen noch... Oh, schau, Hiebe, das in der Nacht schön leicht! Herr Grantelbart, bei dir feiert der Fackel. Der feiert links, wenn es jetzt eingehst, links im Zentrum am Dach feiert der Fackel und rechts. Schau dir mal an, wie ein Steve sein Hirben ausschaut, die Fotografie. So, Steve, hey, Hirben-Fotografie. Die griechische Hirben. Da hat sie einen Darkroom gebaut, stellt euch da vor. Muss ich da vorstellen. Steve, Foto machen. Steven. Foto machen. Bitte hinstellen. Kann man das hart irgendwie ausschalten? Weiß ich nicht. Nice. So, Screenshot gemacht. Der ist für immer in meinem Dings verewigt. Jetzt weiß ich nicht, ob der Grantler noch eine Fackel hinkriegt. Wo ist denn der Maverick? Maverick, seid ihr? Ihr kriegt alle ein Foto von Einzelnen und dann fotografieren wir euch alle. Muss auch sein. Ein Grantlerbart. Jetzt, wenn du ihn umdrehst, dann kann ich ein sauberes Foto machen. Weiße Fahne. So, bitte einmal stillstehen. Nice. So, dann müssen wir zu einem Maverick. Der hat es von selber gespannt. Sehr schön. Kann man es hart ausschalten? KI-DND nur gut mit dem LSD-Gulas. Der Medrick, der hat ohne Holz keine Fackel. Ja, scheiße. Dann kriegt der Medrick noch eins und dann ist gut. So, meine Damen und Herren, es ist soweit. Bitte versammeln Sie sich. Ich weiß nicht, wo Sie sich versammeln. Aber ich stehe mir auf dem Grill auf und ihr stellt euch einfach vor mich. Dann machen wir noch ein Gruppenfoto. Ah, Schießens. Schau so, ich gehe da auf den Grill, Schießens. Es war mir ein inneres Blumenpflücken und ja, ich lasse das Backseaten durchgehen. Immer, fuck, macht das Fei aus, wenn da ein Fackel drin hängt. Steve? Für Medrick tut's mir leid, es ist immer ein bisschen scheiße, wenn ich jemanden krönen muss, aber von meiner persönlichen Seite aus, Steve, die Fackel hat's sauber rausgerissen. In der Nacht ist ein Steve sein Hirben geiler, am Tag ist ein Grantler seine geiler. Und der Medrick hat einen leider Pech gehabt. Der hat eine Paletten aufgestellt und hat gesagt, das raucht. Aber da im Survival und nicht in Kreta oder in Monkey Island 1. Aber mein Wort hat da überhaupt kein Gewicht. Darum brauchen wir eine Umfrage, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, machen Sie sich bitte bereit. Stimmen Sie ab, wer hier am schönsten gebaut hat. Wer hat am schönsten baut und gewonnen? Ausrufezeichen. Ja, nein. Grantlerbart. Medrick. Steve. Leer. Achtung. Steve. Umfrage starten. Meine Damen und Herren, die Umfrage ist ready. Sie finden diese im Chat. Bitte beteiligen Sie sich zahlreich. Stimmen Sie ab. Ich mache auch mit. Weil es nicht hilft, kann ich überhaupt abstimmen. Ich weiß, ich kann gar nicht abstimmen. Warum nicht? Früher ist es gegangen. Dreck! Ich sag ja. Was ist jetzt eigentlich passiert? Wir sind jetzt kein Sound mehr da. Warum ist jetzt einfach kein Sound mehr da? So, hier jetzt nichts mehr. Oh, nicht wählen. Ich hab keine Ahnung. So. Ihr habt Zeit bis um Viertel nach. 100, ohne Scheiß, es sind 850 Leute hören und wir schaffen es, dass 160 draufdrucken. You serious? Los jetzt. Ihr verdammten Lurker, Faulsackpimmel. Drucken Sie jetzt da verdammt nochmal auf den irgendeinen Knopf drauf. Los. Wir sind ja nicht bei Tine Wittler. Scheiße, wer war das gleich wieder? Wer war Tine Wittler, glaube ich? Die war fett. Das ist alles, was ich weiß. Die war blond und fett, oder? Was haben die gleich wieder da? Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür, dass ich manchmal einfach Sachen sage, wie es sind. Oh, der Gnattlerbart. Ja, ich habe mich leicht verschrieben. Hoppala. Der Gnattlerbart, weißt du, wie es ist? Oh, jetzt geht langsam die Sonne hinterher auf. Schau hin. Ich fotografiere nochmal.
Das mit der Fackel ist echt... Ich kann mir schon vorstellen, das Baumenü ist sicher geil, aber ich finde, das Ressourcensammeln ist narrisch. Und die ganze Zeit fressen und ist wieder alles fort und so weiter. Ich weiß nicht warum. Gehen wir uns da noch... Ach, die Deko-Tussi. Locker hat gewotet. M15, so ist recht. So, ich tapp raus. So dermaßen unknapp war es gar nicht, meine Damen und Herren. So dermaßen unknapp war es gar nicht. Wir schaffen trotzdem bloß 250 Stimmen, das ist erbärmlich. Leute, das ist erbärmlich, wir haben teilweise schon 500 Stimmen haben wir schon mal gehabt. 500 haben wir schon gehabt. Das ist heftig. Was ist da los? Bei gleicher Zuschauerzahl. Verstehe ich nicht. Aber irgendwann müssen wir es beenden. Und ich glaube, dass ein bisschen was kann sich schon honorieren. Aber ich habe mir schon fast gedacht. Meine Damen und Herren, bitte preiset mit mir. Umfrage beenden. Der Steve hat gewonnen mit 45%. Platz 2 ist der Gnat Labort, so muss er sich ab jetzt übrigens nennen, mit 34%. Und der Madrick, ja, ist halt leider Gottes ist er gestorben. Er ist gestorben, das hat ihm Speck gekostet. Meine Damen und Herren, as always, Herr Madrick, Steve und Gnat Labort, vielen Dank. Du bloß in die falsche Richtung, falls das der Plan gewesen sei soll. Falsche Richtung. Du hast doch ein Kind. Wie ist denn das hergegangen? Schau, das Langwitz jetzt. Meine Damen und Herren, Pflichtabstimmung, sonst Werbung. Oh, das ist ja mal eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Herr Icarus, das ist eine richtig gute Idee. Da hat es jetzt selber Schuld. Nein, machen wir nicht. Die Fackel hat mir einen Sieg gekostet. Ja, das stimmt, die Fackel hat den Sieg gekostet. Aber man muss dazugeben, die macht auch einiges her. Die Beleuchtung hätte ich nicht damit gerechnet, dass die so gut ist. Meine Damen und Herren, ich verneige mich, es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs Mitspielen und vor allem anständig aufführen, wie immer. Das hat bis jetzt immer hingehauen. Da habe ich heute auch nicht daran gezweifelt. Herr Madrick, merci fürs Mitmachen und ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Herr Steve, ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Herr Grantlabort, ich hoffe, mein Soll ist damit erfüllt. Sie haben Ihre Einladung bekommen. Und vielleicht rutscht er irgendwann aus Versehen doch einmal in ein neues Spiel, weil in Zukunft werde ich meine Steam-Freundesliste clearen und dann die neuen Einladungen annehmen und direkt danach dann wieder auswerfen, weil sonst kennen sie kein Mensch mehr aus bei Community Zocks. Meine Damen und Herren, ich bitte im Chat um ein Triple F für unsere Kandidaten. Es war mir ein Fest, das habe ich noch machen wollen, weil ich es euch mehr oder weniger versprochen habe. Aber ich fürchte, das war's heute mit Raft, ich werde nicht warm damit. It is what it is. It is what it is. Meine Damen und Herren, ich mache jetzt das später. Jetzt drücken wir nochmal auf Speichern. Die wird ja Cloud gespeichert, in der Steam Cloud. Und vielleicht können wir es irgendwann nochmal wieder rausgreifen. Who knows? Löschen werden wir es auf alle Fälle nicht. Ich verneige mich. Bis zum nächsten Mal. Klonk. Ja, braucht man nicht in alle Spiele Voice. Kommt drauf an, was es ist. Wenn es so ein Chaos-Space wie RV Dariat ist, ist ein Voice-Chat schon wichtig. So ist es nicht. Das entscheidet der Zukunftsbürger. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss auf die Nuss. Sorry, dass ich noch im Gameplay, das heute nicht so viel war. Ich habe mehrere zugeschaut, aber das habe ich mit Ankündigung. Mit Ankündigung, ich habe nie was anderes gesagt. Ich werde mich ins Eck stellen, fressen und zuschauen. Fertig. mehr ist nicht gegangen heute. Und wenn ich das nicht tue, dann hätte man heute schon Hightail gespielt, sag ich dir, was ist. Aber ich bin nicht warm damit. Ich werde mit Raft nicht warm damit. Frag mich nicht warum. Hab's vorher schon ein bisschen versucht zu erklären. Frag mich nicht warum. Obwohl es im Prinzip das gleiche Spiel ist. Aber da kickt meine Abneigung gegenüber Survival-Spielen aus irgendeinem Grund. Frag mich nicht warum. Du warst aktiver, als du angekündigt hast heute. Danke, Bernie. Wenn die Fragestellung gut ist, ist das Ergebnis der KI ewig krass. Herr Zeberle, danke. Die Antworten von der KI-Geschichte, wo wir vorher mal kurz waren, das merke ich ja. Ich befasse mich relativ viel damit, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem beim Programmieren und auch so, weil mir das Thema halt auch einfach interessiert, weil es fucking faszinierend ist und weil ich auch mitkriegen möchte, in was für Richtung das geht. Und ja, das Ergebnis, was da nach einem Prompt rauskommt, ist nur so gut wie das, wie du ihm eingibst. Das macht noch sehr, sehr, sehr viel aus, wie du dem Sachen sagst.
und dann langsam lernst, wenn du dich damit beschäftigst, was dir für Antworten zurückgibt. Jetzt bedanke ich mich erst einmal beim Stefan für 85 Monate Mitgliedschaft, was absolut gestörte Scheiße ist. Ich hoffe, der ist noch da. Das wollte ich eigentlich schon vorher nach dem DJ Wookie sagen und da war ich schon auf mich selber gerannt, da waren wir bei 20 Minuten. Der was 85 Monate, ich hätte KI vor 20, 25 Jahren in der Schule gebraucht. Das war halt genial gewesen. Und das halte ich zum Beispiel auch für ein Problem. Wie möchtest du Kindern noch irgendwas beibringen, wenn die in der Grundschule schon ein Handy haben und da mit der KI-Kacke zugeschissen werden und schon lernen, dass sie nichts mehr wissen brauchen? Herr Black Dragoon, danke fürs Mitspielen, hat Spaß gemacht, Grüße. Steve! Sag mal, du hast 180 Namen im Spiel, heißt Steve, auf Steam heißt er so, in YouTube heißt er da. Herr Black Dragoon, das war mit dem Fest. War cool baut, war eine coole Hirben auf 2 Stunden zusammenzimmern. War echt, habe ich nicht damit gerechnet, sag ich, was ist. KI hat manchmal den Error 44, also das Problem sitzt 44 cm vom Bildschirm. Das ist richtig. Unsere Generation hat die Schule noch bestanden, bevor es Wikipedia gab. Richtig. Aber bei Wikipedia war deswegen, finde ich zumindest, kein so ein großes Problem, weil ob ich mir mein Wissen jetzt von Wikipedia außerlese und mir das merke oder aus einem Buch außerlese, ja, da ist natürlich ein Unterschied, weil es im Buch viel mühseliger ist und ich muss mich viel besser damit auseinandersetzen, dann bleibt es ja länger da drin. Ja, da geht es ja gar nicht, glaube ich, also so sehe ich zumindest, im Schulprozedere, da geht es gar nicht so darum, dass du die Scheiße, die du da lernst, dein Leben lang auswendig kannst, sondern dass dir gelernt wird, wie du die mit Sachen auseinandersetzt, wie du die Sachen da lest, wie du lernst. Scheiße, ich habe jetzt da ein Problem, wie löse ich das? Egal was von uns. Und wenn du dann irgendwas beibracht gekriegt hast in deinem verdammten Leben, dann warst du zum Helfer. Ja, fuck, keine Ahnung, wie er riecht, was weiß ich, wie drisch ein Nagel in die Wand. Dann weiß ich, wo ich schauen muss, dass ich es rausfinde. Und das hat sich halt einfach geändert. Ich lese jetzt kein Buch mehr. Ich schaue halt im Internet ein YouTube-Video an. Geht das irgendwie, dass man Nägel in die Wand eintrischt? Brauche ich einen Steinagel? Ist gescheiter, dass ich ein Loch bohre und einen Dieb einstecke. Und wenn man dann nicht ganz behindert ist und völlig allem gleichgültig ist, dann schaut man vielleicht sogar noch nach, was brauche ich denn da für Diebin? Hey, Diebin ist eigentlich schon eine faszinierende Geschichte. Da gibt es 1000 verschiedene, für hohe Ziegel, für Holz, für Betonwände, dann gibt und was weiß ich was alles. Und das ist aber halt was, das müssen da deine Eltern beibringen. Das kann die Schule nicht. In der Schule lernt man lernen. Ja, im Prinzip, ja. Du lernst nicht, sondern du lernst lernen. Finde ich so. Und das soll halt auch viel mehr gefördert werden und dann sollten vielleicht auch ein bisschen interessantere Themen einfach für Kinder und Jugendliche genommen werden und nicht, ja, wir lernen jetzt da einen Buchungssatz, hier 4400 VLL, an, schieß mich tot, Vorkasse, irgendein Dreck. Da wo ich dran ist, das ist die druckerste Scheiße der Welt. Mädels lernen sich da leichter, deswegen haben die ja immer bessere Noten. Ich weiß nicht, warum die so früh schon so diszipliniert sind. Die haben so viel weiter mit mir in dem Alter, das ist narrisch. Du kannst da ein Loch bauen und ein Loch stecken. Ja! Und selbst wenn dann, wenn du das dann nicht lernst, dann muss jemand sein, so, ich habe jetzt da eine Mauer. Ich habe da einen Schrauben, eine Bohrmaschine, einen Hammer, einen Nagel und ein Holzbredel. Und das Holzbredel muss jetzt da ohne. Hey, der Nagel ist am einfachsten. Nimm Hammer, Nagel, bam, Scheiße geht nicht. Fuck! Was tun wir jetzt? Ich lese nichts, ich lasse mir nichts sagen, ich probiere so lange umeinander, bis es geht. Ja, vielleicht sollten wir das wieder zuputzen und das nächste Mal bohren wir ein Loch. Holst das Bredel, schraubst Schraum ein, bricht die ganze Wand aus, weil du keinen Diebe drin hast. Ja, vielleicht haben sie mit den Dieben doch, ich probiere es einmal so. Was brauche ich eigentlich für einen Diebe bei einem 5er Bohrer? Ein 6er Diebe oder ein 4er Diebe oder ein 5er? Eine Mischung aus Learning bei ganz viel Doing. Vor allem dann bleibt es auch da drin. Ja, wenn du Sachen angelangst, wenn du das vor dir hast. Deswegen seid mal ehrlich, geht's da bloß mir so? Die Enttäuschung war riesig. Riesig. Du hast immer schon in der Hauptschule auch schon und in der Grundschule auch so, ist mit Sicherheit bei jedem mal vorgekommen, dass du, ja, heute ist das Klassenzimmer besetzt oder der Klassenzimmer braucht halt irgendetwas, keine Ahnung was, bla bla bla. Ihr hat's dabei im Biosaal oder im Chemiesaal oder irgend sowas. Und dann bist du als kleiner Stumpfen das erste Mal dann halt in der Hauptschule umgeht. Oh, das haben wir bei den Großen, das ist einmal schon das erste Aufregende. Und dann kommen wir da in den Chemiesaal rein. Und auf einmal ist das nicht einfach ein Klassenzimmer, sondern da hast du ein Oszilloskop stehen und ein Waschbecken
und ein Wasserhahn mit so 2 Wasserhähnen und Schleichdroh und lauter so ein Zeug. Da brauchst du mir nicht erzählen, dass da kein Junge, und ich war genau der gleiche, der geht in das Klassenzimmer rein und denkt sich, wow, leck, das war ja voll geil. Wow, leck, oder ich freue mich so stark, wenn wir endlich in der 6., 7., 8. Klasse haben und Chemie haben. Oh, leck. Wow, das wird cool. Mal so Sachen, Experimente, was ausprobieren, da passiert was, da sehe ich was, da habe ich was in der Hand. Und was passiert dann in der 9. Klasse Chemie? Hä? Was passiert denn dann? Dann sitzt du drin in deinem Chemieraum. Waschbecken, Oszilloskop, kannst voll die geile Scheiße machen. Ja, Ostsee im Biosaal, ja, im Chemiesaal halt. Dann sitzt du 3 Jahre in dem Drecksraum. 3 Jahre! Nicht einmal schaltest du das Oszilloskop, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Nicht einmal brauchst du das Waschbecken, nicht einmal brauchst du von irgendwelchen Gefäße, die da so umeinander stehen und so, was du denkst, ja geil, ich mag ein Health-Potion zusammenschütten, ich mag das Bumm macht, irgendwas. Nichts davon. Nichts davon wird gemacht. Und dann stattdessen werden irgendwelche Atomfusionen-Formeln auswendig, wo ich da sitze und mir denke, was ist das für eine trockene Scheiße? Ich möchte sehen. Und alle 3 Monate zieht der Chemielehrer vielleicht einmal eine Flasche Ammoniak raus. Ja, Kinder, heute zeige ich euch, wie man richtig an Substanzen riecht. Das Prozedere dauert 2 Minuten. So, jetzt zeige ich euch, wie man es nicht macht. Heute irgendeinem Schüler, der war übrigens ich, heute ist was Ammoniak ist, Alter. Heute mir das unter die Nase, so macht man es nicht. Ah! Da wird mir fast die Fresse aus Nasen aus meinem Gesicht rausgefault. So, Kinder, so macht man es nicht. Man macht es so. So, das war's mit dem Experiment für das Quartal. Zack, so, Formel, rechnen, bla. Und ich sitze da und denke mir, Alter, und dann wird sich gewundert, warum keine Sau Bock auf die Scheiße da hat. Aber Hauptsache jeder will wissen, wie viel Geschlechter das hat. Ja, das ist was, das hat mich in der Schule schon genervt. Gallium haben wir mir gehabt und das war cool in Verbindung auf Familium. Kann ich da nicht sagen, weil wir mir nie sowas gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es in jeder Schule so ist. Aber Scheißdreck ist halt. Weil man nicht in der Lage ist, irgendwas an diesem System zu ändern, dass das irgendwie ein Funken interessanter gemacht wird. Mir wenn damals der Herr Much, meine Hochachtung an den Herrn Much, Achtung, folgende Szene, ich glaube, ich habe schon mal verzeiht. Morgen, wenn ich noch einen mit einem Holzlineal sehe, ihr habt morgen ein Geodreieck dabei. Ein Kunststoff-Geodreieck mit einem Griff, muss nicht sein. 3 Sachen braucht es bei mir. Ein Bleistift, ein Geodreieck, ein Zirkel, 4 Sachen und ein Taschenrechner. Und nicht ein Pimmeltaschenrechner von irgendwo, keine Ahnung, von der Sparkasse, sondern da haben wir so alles an Casio-Taschenrechner, Scheißdreck da gehabt. Wieder das Gleiche. Boah, lecker, das Teil kann voll, das zeigt, schau mal hier, das hat mehrere Zeilen und lauter so ein Scheiß. Oh, da kann man sogar Sachen programmieren auf dem Ding und so. Boah, das war so cool, wenn wir da mal irgend sowas lernen daten, dass wir uns und so weiter. Alles, was damit ausgerechnet wird, ist irgendein behinderter Sinus, Cosinus, Bullshit, Scheißdreck. Da wo ich als 14-, 15-Jähriger da sitze und mich Tag und Nacht frage, warum, wozu lerne ich das? Wozu lerne ich das? Herr Much, Sie sind mittlerweile mit Sicherheit nicht mehr Lehrer, aber Sie waren der fairste, der strengste, disziplineinflößendste Lehrer, den ich jemals gehabt habe. Und wie ich erfahren habe, dass ich in der 10. Klasse eine Doppelstunde Mathe, Tag weiß ich nicht mehr, aber eine Doppelstunde Mathe beim Herrn Much habe ich gemeint, so, das war's. Das war's. Folgende Szene, 1. Tag. Hinten letzte Reihe. Neubauer, Erl, Fischer, Lex. Kannst komplett vergessen. Alle da 4. So, sitzen wir in der ersten Reihe drin. Gut, ja, gut, passt. Irgendwann in den nächsten Stunden, bla bla bla, labert irgendwas da vorne, keine Ahnung. So! Dreht sich um, wir machen halt nur Scheiße, labern wir irgendeinen Mist da in der ersten Reihe. So, das Ergebnis. Lex. Versucht irgendwie in 2 Sekunden mal hier noch zum Strenger, kann ich das ausrennen. 5! Schau mich so. Ja, genau. Du Penner! Und schmeißt mir heute das große Geodreieck hinten neu. Eventuell kommt von die Situation hat sich mein Hirn einbrennt. Eventuell kommt daher ein Lied, das ich geschrieben habe, das ja genau heißt.
Den Herrn Much habe ich auch gehabt in Mathe. Ich als Schulungsreferent bringe Leute was bei, wo 90% aller Männer Spaß haben und Madeln nicht so toll finden. Makita-Werkzeug, wenig Theorie, mehr Praxis. Ja, ich sage ja nicht nur, wie soll ich sagen, du sollst nicht bloß dumm aus Büchern lernen, das gehört schon auch dazu. Ich habe mich zum Beispiel auch jahrelang gefragt, so mit, Alter, für was muss ich scheiß Gedichte auswendig lernen? Bist du behindert? Wow, ich kann mir selber die Schuhbandel nicht binden, aber ich kann ein Goethe-Gedicht aufsagen. Herzlichen Glückwunsch, das bringt mich sicher weit im Leben. Aber da geht es einfach darum, dass du was auswendig lernst, damit du dich damit befasst. Du lernst das Lernen, aber das sagt da keiner. Und das wird da auch nicht vermittelt. Du checkst nicht als 10-Jähriger oder als 7-Jähriger oder als 14-Jähriger, warum du das tust. Warum muss ich einen Kosinus von irgendeiner Scheißparabel ausreden? Warum? Schau ich aus als wie Ingenieur, ich bin da auf der Realschule. Ich hab nur 4. Schau ich aus als baue ich einen Wasserstoffmotor in 20 Jahren. Gib mir, was mir weiterhilft in meinem Leben. Das hat mich aber zu Tode angefuckt. Und fuck mir auch heute noch, weil es mit Sicherheit nicht anders ist. Da gehört viel mehr interessante Sachen rein. Wenn mir der Herr Much damals gesagt hätte, so mein Freund, Parabeln berechnen und sich eine Geschichten in einem Koordinatensystem und bla bla bla, die kannst du später einmal beim Programmieren zum Beispiel brauchen. Oder das, natürlich jetzt auch ein Scheißbeispiel, aber das, wenn er mal gesagt hätte, weißt du, wie ich dann da drin gesessen war, was? Herr Much, mir ist das glaube ich der ganze, dann war ich der geworden. Ich weiß, nein, ich hab die Frau, ja, dann war ich der unbequeme, unbeliebte Vollidiot gut, der war ich so auch. In der Schule gewesen, der den ganzen Tag umeinander strebt. Praxisbezug wird halt vieles einfacher machen. Ja, das war so wichtig. Und vor allem Werkunterricht, Alter. Ich hab Laternen gebaut. Hat sich erst mit Kulo gehört. Da haben wir so Laternen gebaut. Die hab ich noch. Die ist irgendwo im Keller. Das ist so ein Bomblatten, 4 Stempen, dann wird da Nude eingefräst. Und dann kommt da so eine Glasscheibe rein, dann kommt der Deckel drauf, den man auf und zu machen kann. Das ist aus Metall gemacht oben auch, das haben wir dann rundklopfen müssen und so. Aber weißt du, was man mit der Laterne, die ersten, das war immer Doppelstunde Werken, in der 7. Klasse hat man das und das hat man nur in der 7. Klasse, dann ist das weg. Warum ist das in der 8., 9., 10. Klasse nicht mehr da? Warum nicht? Warum nicht? Das muss Platz machen für, was braucht man da? Ja, Rechnungswesen haben wir schon lange nicht mehr gehabt, weil das wären die Buchungssätze, wenn du später kann ich buchen. Ich habe in meiner freien Wildbahn, jetzt bin ich seit 8 Jahren teilselbstständig und seit 20 Jahren arbeite ich, habe nicht einmal in meinem Leben einen Buchungssatz irgendwo gesehen. Kein Mensch braucht einen Schein. Was soll das? Was soll das? Anstatt dass man beibracht wird, anständig und interessant, wenn du das so einkaufst, dann musst du die und die Steuer zahlen und dann ist das so und ist das so und ist so und das ist so eine druckene Scheiße, dass sich wirklich nur irgendjemand fragt, warum vor allem Burmer keinen Bock auf so einen Scheiß haben. Weil sie sich sinnlos anfühlt. Weil du nicht checkst, für was du das lernst. Und du lernst auch sehr viel Bullshit, den du nie wieder brauchst. Sogar Steno haben wir, ich habe auch noch Steno gehabt. Achtung! O. Von links unten, langer Strich, glaube ich, bis in die 3. Ebene auf. Dann ein B. Das ist wie so ein Angelhaken. So nach unten. Dann ein E ist ein kurzer Strich nach rechts oben. Und das R ist ein kurzer Strich nach rechts unten. Was heißt das? Ober. Ober ist. Das kann ich noch. Das war's. Das war's! 10-Fingersystem auf der elektrischen Schreibmaschine, das habe ich Gott sei Dank um ein Jahr nicht erlebt, weil mir in dem Jahr, wo ich in die Realschule gekommen bin, das war 1999, hat der Realschule, soweit ich das weiß, genau weiß ich es auch nicht mehr, hat glaube ich da einen Haufen Geld für genau das Thema Digitalisierung gekriegt und da haben dann schon Rechner gestanden. Mit Word 7. Und dann weiß ich auch noch, das war so geil. Ich habe auch schon einen PC daheim gehabt und so. Ich habe noch nicht blind schreiben können. Auf das Fach habe ich mich auch richtig gefreut. Richtig hart. Ja, in der 7. Klasse, wie hat es eigentlich geheißen? Textverarbeitung, TV haben wir gesagt. Ja, freilich, bei der Frau Hagenburger. Die hat mich diktiert so, was wir tippen müssen. H-A-Ever-G.
Die hat einen Sprachfehler gehabt, die hat es eher nicht gescheit sagen können. Gut, kann ich auch nicht gescheit, ich muss auch so. Aber sage ich nicht, das war wirklich super. Das war das Einzige, wo ich verstanden habe, was mich interessiert hat, weil ich gewusst habe, ich sitze den ganzen Tag vor dem PC. Das Beste war, geil, ich kann blind schreiben. Auf das freue ich mich. In der 7. So, dann lernst du in der 7. in dem ganzen Jahr, lernst du die ganze Tastatur. Du lernst alle Buchstaben und Zahlen wenn man nicht alles täuscht. Enter, Backspace. Backspace haben wir, das war so geil. Wir haben ein paar Leute, die haben sich mit Computer ein bisschen auskennt. Und da hat uns die Frau Hagenburger, du hast am Anfang, immer als Aufgabe gekriegt, also als Prüfung, als Ex oder Schulaufgabe. Ich glaube, da hat es gar keine Schulaufgaben gegeben, es waren nur Exen. Prüfungen nicht einfach. Da hast du eine Zeile vorgegeben gekriegt, die hast du ablesen können von vorn vom Tageslichtprojektor und die hast du abtippen müssen. Und es war immer die gleiche Zeile. Immer die gleiche Zeile. Mit Wörtern einfach. Mit den Buchstaben drin, die du bis dahin schon kennen hast. Und das hast du dann abtippen müssen. Und damit du nicht auf Tastatur schaust, hat so ein Blattl Papier an Tastatur hingepickt. Dann hast du deine Hände auf Tastatur gelegt und das Blattl drüber gelegt. Und dann hat sie gesagt, die Rücktaste löschen war verboten. Wenn du in einer Zeile vertippst, musst du Enter drücken und eine neue Zeile anfangen. Und ich glaube, es war so 1100 Anschläge, war der Einser. Bin ich da grob richtig? Dass so bei 1100 Anschlägen, also 1100 Buchstaben tippen in vollen Zeilen, ab dann hast du einen Einser gekriegt. Und uns hat es aber verzeiht, wir dürfen nicht löschen. Also wenn sie vertippst, neue Zeile, die Zeile ist ungültig, weil du sollst das sauber schreiben lernen. Und dann hat es uns aber verzeiht, so, wer auf die Löschen-Taste drückt, also auf Backspace, da leicht bei mir da hervorne ein Lamperl und dann hat's euch. Dann bin ich so da drin gesessen. Halt's du für geistig behindert, Frau? So, ich gesessen, erste Zeile perfekt runtergeschrieben, passt, zweite Zeile, geschrieben, Fehler eingehaut, und das Allergeilste war ja, das war so dumm durchdacht, die legt uns ja ein Blattl Papier über Tastatur, die sägt unsere Finger nicht. Ja, dann rutscht halt der Finger nach rechts, Pfeiltaste nach oben, Position 1, Steuerung, Shift, Ende, Steuerung C, Pfeiltaste nach unten, Steuerung V, 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 V. Und auf einmal hat jeder 2500 Anschläge gehabt. Das ist so lange gut gegangen, bis uns zugeschaut hat und uns da mal rausgezogen hat. Aber ich hab trotzdem schreiben können. Das war, im TV habe ich immer eins gehabt. Immer. Bis zur 8. Klasse, weil dann kommt Steno dazu. Braucht man. Wer heute nicht mehr Steno schreiben kann, der ist raus. Raus bist du. Und dann bist du in der 8. Klasse, glaube ich, kommt dann Steno schon dazu. Das ist, wer nicht weiß, was Steno ist, mit Sicherheit wissen einige nicht, was Steno ist. Steno ist Schnellschrift. Das ist im Prinzip wie neue Buchstaben, aber bloß nicht anders. Und zwar haben die alle so lang gezogen und es ist alles sehr geschwungen und so ein Scheiß. Und dann gibt es ganze Wörter, die du mit einem Zeichner isst. Also isst, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Ober ist grün. Das macht keinen Sinn jetzt, der Satz, aber ist wurscht. Das Wort ist ist einfach bloß ein Punkt. Ja, Schnellschrift. Das musst du alles auswendig, du musst im Prinzip das nochmal, du musst Wörter in Zeichen auswendig lernen. Wirklich Chinesisch. Eigentlich nichts anderes. Und dann habe ich immer einen Dreiercoder vor mir in TV. Warum? 6 ein Steno, 1 ein TV. Da habe ich gedacht, gut, bin ich fein raus, scheiß auf die Steno-Scheiße. Und die Prüfung, wir haben die Prüfungen, glaube ich, auch, die hat diktiert. Das wird Diktat, also die hat halt einfach geredet und das relativ schnell. Also wirklich zackig schnell. Nicht 5-mal wiederholt, ich glaube sogar gar nicht wiederholt, dann ab der 9. und 10. Und du musst mitschreiben. Du musst mitschreiben. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann bist du so gefickt, dass bloß noch alles schäbert. Ja. Ich kann noch Steno deutsche Einheitskurzschrift nach Gabelsberger. Ist das dein Ernst? Herr THV, darf ich fragen, wie alt du bist? Das halte ich für grenznarisches Brenn. Tja, mit Steno habe ich mir Hand kaputt gemacht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Da hat die Schule verklang. Da hat das Schulsystem verklang. Bin nicht raus, weil ich Steno... Was bist du? Der THV-Mann ist immer Foodmess. Spinnst jetzt total. Und dann heißt es aber auf YouTube krebsen bloß über die 14-Jährigen umeinander. Da muss man jetzt vieles etwas genauer erklären. Frage 1.
Okay, ich habe schon gerechnet damit, dass du wahrscheinlich etwas älter bist, aber dass du Steno immer noch kannst, ist neidisch. Er ist nur neidisch, weil er kurz vor der Rente ist. Da bin ich eher neidisch. Nach Steno kam Schnellschrift und danach Redeschrift. Um Gottes Willen, jetzt haben wir sogar noch jemanden gebildeten da gibt es sogar noch Unterschiede. Das weiß ich nicht, ich habe mich nie wieder mit Steno auseinandergesetzt. Ich war froh, dass ich nie wieder was dafür hören muss. Ich habe Steno, ja, ich habe es auch gelernt, 4 Jahre lang, 5 Jahre lang. 8., 9., 9., 10. Ja, 5 Jahre lang. In der 9. hat er mal eine Ehrenrunde gedreht, was soll ich machen? Hat mir nicht geschaut, überhaupt nicht. Mit Steno kann ich heute noch meine Passwörter an den Bildschirm schreiben. Ah, nicht schlecht. Was ist Steno? Ich kenne nur Stereo. Schnellschrift. Einfach mal googeln. Hast du Vogel aus. Total. Braucht kein Mensch mehr. Der Dr. Akula schreibt, Habitäre, ich bin Informatiklehrer, mich nervt das scheiß Tastschreiben auch, aber Lehrplan sagt, mach den Scheiß. Was meinst du mit Tastschreiben? So wie ich es gerade erklärt habe, mit Optiker und so. Und genau das ist das Problem. Dieser Dreckslehrplan, ich möchte gar nicht wissen, was für eine veraltete Scheiße das ist. Und dass jeder Lehrer da auch wahnsinnig wird, das kann ich möchte da nicht Lehrer damit jetzt angreifen, sondern einfach die Vorgaben des Schulsystems, an die ihr euch halten müsst. Was auch irgendwo okay ist. Aber dann soll jetzt zumindest einmal alle 5 Jahre irgendjemand drüber nachdenken, ob man da vielleicht was erneuern könnte. Hey, jetzt haben sie vielleicht Sachen geändert. Macht es vielleicht Sinn, dass man sowas in den Lehrplan mit aufnimmt? Passiert das? Das gefällt mir nicht. Der TV ist wirklich super viel, ja krass. Ich bin öfters am Grab vom Gabelsberger in München-Sendling vorbeigelaufen. Ich habe jedes Mal geflucht. Ja, ich habe nicht ansatzweise die Erfahrung wie du, aber ich kann es nachvollziehen. Sofort auf der Stelle. Sofort auf der Stelle kann ich das. Stimmt's wenigstens noch? Stimmt das noch? Ich bin mir relativ sicher, dass es noch stimmt. Du musst es wissen. Langer Ski, ich weiß nicht mehr wie hoch, aber ich glaube Halbzeile, Hagel, nach oben, unten, Bin ich da noch richtig? Stimmt das noch? Ja, stimmt noch. Ein absolutes Pro-Gaming, das habe ich mir gemerkt. Es war aber einfach das einfachste Wort ever. E war einfach zum Merken, R war einfach zum Merken, das O war einfach zum Merken. Und warum ich das B noch weiß, ich glaube, wenn du mir jetzt so danach gefragt hättest, ich schreibe mal in Steno ein B, da das nicht wissen. Aber in Verbindung mit dem Oberding, das in mein Hirn erbrennt hat, völlig behindert. Geil. Mir hat letztens ein Kollege erzählt, dass er bei der deutschen Steno-Meisterschaft 2024 gewonnen hat. Ich habe nämlich gewusst, was das überhaupt ist. Sowas verstehe ich, dann ist es wieder was anderes. Ja, wenn man das hobbymäßig betreibt und das cool findet, ja, jeder findet was anderes geil. Ja, ich meine, es gibt Leute, die schrauben gerne an einem Auto, bevor ich das tue, hau ich mir lieber beide Haxen ab. Es gibt Leute, die spenden den ganzen Tag 14 Stunden Computer. Es gibt Leute, die hauen sich lieber einen Haxen ab, anstatt das zu tun. Ist ja wurscht. Hast du mal da noch Häsegurken! Verdammt! Ja, habe ich tatsächlich, aber ich habe einfach drüber geglaubt. Das tut mir leid. Häsegurken, sorry. Merci für deinen Fünfer. Man muss mehr lernen. Man hat das geballte Wissen der Menschheit in der Hosen, aber die wenigen checken, wie bei unseren Lehrlingen auf, traurig. Das ist bei uns auch ganz krass. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe jetzt in den letzten, lass mich kurz überlegen, wurscht, ich bin jetzt seit über 20 Jahren arbeitstätig und habe sehr viele Lehrlinge kommen und gehen sehen. Ich war auch nicht der Gescheitste, brauchen wir nicht schmerzen. Ich habe auch mit 17, 18, 19, 20 bis Mitte 20, keine Ahnung, also wirklich von überhaupt nichts gehabt. Null. Fucking nothing. Mir hat aber auch alles mir hat nichts interessiert, so. Was mich heute zum Beispiel interessiert. Ist aber auch vollkommen wurscht. Und was will ich jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Ein Lehrling, richtig. Ich glaube mindestens, dass ich 30 Lehrlinge mitgekriegt habe. In verschiedenen Firmen. Ich glaube, dass ich 2. Bei 2 habe ich mir nicht gedacht, leck mir mal schon. Ja, Kruzifix. Ja, Kruzifix, dass du einen Tag überstehst, wenn keiner dabei ist. Keine Ahnung. Also so selbstständig wie ein Stor. Bei allem. Also wirklich bei allem. Null Self-Confidence, nur fucking nix. Wo ich mich frage, was habt ihr das 10 Jahre lang in der Schule drin? Und deswegen bin ich so ein bisschen leicht gehässig gegenüber Studenten, weil ich selber zu faul dafür war. So ehrlich muss man auch mal sein. Das hätte ich schon durchgezogen. Aber ich bin einfach zu faul, auch in der Schule und so. Vor allem damals, das war noch ganz was anderes wie heute. Aber vor allem Studenten. Das waren ja im Prinzip keine Lehrlinge nicht und so weiter, sondern die haben nicht aus dem Studium gekommen.
Und da habe ich nicht einen einzigen in meiner kompletten Berufslaufbahn gesehen, da wo ich mir denke, okay, ja, das ist eine geile Idee. Du bringst die ein, das ist eine geile Idee. Nur Trottel. Also nur absolute Vollidioten. Da wo ich mir wirklich denke, ihr hat's mit dem Goldlöffel im Arschloch von der Mama großbudert worden und ihr habt keine Ahnung von, der Lehrling schmiert euch aus. Und sie haben Angst vorm Telefonieren, habe ich gehört. Die habe ich auch. Nicht jetzt Angst, aber ich habe einfach ich hasse es. Ich hasse es. Am Bau ist es, glaube ich, noch viel schlimmer mit den Lehrlingen. Ich glaube ja, ja. Gut, es ist auch was Hand, aber woher sollen sie es? Wenn man mal drüber nachdenkt, ist ja nur logisch. Hey, du kriegst einen Handwerksunterricht in der Grundschule, ja, da tust du mal häkeln und stricken und so einen Scheißdreck. Und dann hast du noch mal, in der 7. Klasse hast du noch einmal kurz eine Doppelstunde Werken, da wo du eine Laterne baust. Wo du erstmal 4 Wochen lang Vierkanthölzel feilst. Und dann wird sich gewundert, wenn jemand auf Baustelle kommt, dass er nicht einen Unterschied zwischen einem... Gut, den kenne ich auch nicht, weil ich heute nur mal kein Bauarbeiter bin. Und das ich auch nicht gelernt habe. Woher soll ich es wissen? Weißt du, wie man einen Unterschied zwischen dem und dem nicht, was weiß ich, fällt mir nichts ein, weil ich nun mal nicht auf dem Bau arbeite. Auf dem Land geht es halt noch, die Stadtkinder können halt nicht mal einen Hammer halten. Und das ist halt narrisch. Ja, ich bin auch kein Handwerker, nicht, aber wenn man einen Hammer halt, das kriege ich glaube ich gerade noch hin. Oder ein Loch in die Wand einbauen. Und ein Regal aufhängen. Das kriege ich auch gerade noch hin. Aber sie haben studiert, weil sie in der Schule gut lernen gelernt haben. Richtig. Das ist, ich weiß es auch nicht, da mir in dem Studium zeigt, da muss ja auch alles komplett falsch laufen. Das ist alles nur Theorie-Bullshit, du lernst einen Scheißdreck. Du lernst theoretisch, aber wir sind in der echten Welt draußen, was da los ist, null. Null! Da kann ich es gleich bleiben lassen. Also so kommt's mir vor. Man belehre mich bitte eines Besseren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da die ganze Lehrerschaft, sowieso meine Hochachtung an Lehrer, Alter. Was ihr wenn das immer noch so ist wie zu meiner Zeit, was ihr aushalten müsst. Ich hätte mir einen Fotzen gegeben. Ich sag's wie es ist, ich war durchdreht wahrscheinlich und irgendwann war mir die Hände ausgerutscht. Und wenn ich mein Papp war, dann hätte ich zum Lehrer gesagt, und recht hast. Ich hab mir einen Fotzen gegeben, das darf gar nicht, halt dein Fotzen, weil sonst kriegst du noch eine. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Sagen mit Sicherheit sehr viele Leute anders, aber egal. Dass euch Lehrer das anfuckt, das muss ja auch so sein. Dass ich meine, ihr hat's ja auch nicht dumm. Ihr hat's ja auch nicht dumm. Sonst kommt man als Idiot, wenn ich meine Lehrer anschaue, ein paar haben schon dabei, da wo ich mich frage, was? Was tust du da? Keine Ahnung. Euch muss ja das auch in Grund und Boden anfucken, wenn sie euch an diesen Dreckslehrplan halten und du liest dann das. Ich war mir kurz auf einer Informatikschule 3 Monate lang, bis ich gespannt habe, was ist das für eine Scheiße, ich greide da irgendwo in einer Excel umeinander. Hallo, ich möchte programmieren lernen. Was mache ich hier? Da ist mir gelernt worden, natürlich fängt man irgendwo ganz unten an, wie so der Computer funktioniert. Hier 1-0, Hexadezimalsystem, bla, die ganze Bullshit-Scheiße. Sag gut, das ist vielleicht am Anfang noch, das wird schon irgendwann. Na, wird's nicht. Dann ist mir beigebracht worden, wenn man mit Lochkarten programmiert, Alter. Mit Lochkarten! Gut, das war 2004. So fair muss man sein. Das sind 20 Jahre Unterschied. Aber selbst 2004 hat waren Lochkarten 30 Jahre veraltet. Und der Lehrplan ist so praxisfremd, das kann ich jetzt nicht einschätzen, weil ich halt schon so lange nicht mehr in der Schule war. Aber zu meiner Zeit, jetzt wenn ich das reflektieren müsste, was ich da alles gelernt gekriegt habe, da ist so viel Bullshit dabei, da wo ich mir denke, was mache ich hier? Das ist pure Zeitverschwendung. Kein Q-Basic gehabt, doch. Das habe ich noch, was war denn das? Für das war ich dann nicht lang nur da. C. Wir haben einfach C programmiert. Wirklich die ersten Schritte und so, von Hallo Welt zu keine Ahnung was. Und das höchste der Gefühle war dann ein Taschenrechner und so eine Geschichten. Und da habe ich dann für mich gespannt, das reine Software entwickeln, das ist nichts für mich. Deswegen bin ich dann gegangen. 2004 war ich 3-Bürger, du alter Hund. Hey, ist gut? Ja. Achtung, Spoilerwarnung, 26 plus war gelungen. Bin froh, dass ich mit Excel gut umgegangen kann. Ich auch. Aber das habe ich mir selber beigebracht. In Minga haben sie einen Bauernhof zum Anschauen gemacht, dass sie wissen, woher die Milch kommt. Denn sie kommt nicht aus dem Kühlschrank. Richtig so. Es soll ja in der Grundschule
zweimal im Jahr irgendwo so hingegangen, zu einem Bauernhof gegangen seid, in eine Metzgerei gegangen, in alles Mögliche, wirklich einfach wie bei der Sendung mit der Maus. Durchgehen, das mal sehen, was the fuck is happening. Also aus dem Bierchen, ich erinnere mich auch noch an meine Biere, da waren halt Beitel aus die 70er drin. Also von Dingen, wenn es gemacht wird. Reinigungswesen. Keine Ahnung, da ist mir irgendeine Scheiße erklärt worden. Das funktioniert in einem Unternehmen, in so einem Unternehmen so und in so einem Unternehmen so. Und dann sagst du aber diese Beitel und so und dann sagst du allein schon an der Qualität vom Beitel, dass das aus den 70er ist. Da sag ich, das gibt's nicht, dass das der Stand von heute ist. Wir waren in der Grundschule beim Bäcker, später im Gymnasium im Brauhaus. Gut, ab der Realschule war ich auch schon um 8 Uhr Vormittag besuchen, aber gut. Sagst die so spät schon, ich muss mich leider schleichen, Steffi, ich muss jetzt auch Ruhe geben, weil das ist auch ein Thema, das triggert mich in Grund und Boden. Ist auch vielleicht wieder mal sowas, wo ich nicht so viel Ahnung habe, aber irgendwo habe ich halt den Eindruck her. Und irgendwo denke ich so. Und ich glaube nicht, dass ich so weit weg bin davon. Aber wie es halt heute ist, weiß ich nicht. C kann aber auch schwierig sein, moderne Sprachen sind einfacher. Ich habe auch noch nicht einmal was dagegen, dass man als Grundsprache C lernt, wenn es schwer ist. Weil wenn du D kannst, kannst du alle anderen auch. Du musst natürlich Syntax lernen und den ganzen Scheiß ist schon klar, aber vom Grundprinzip, dass du lernst, wie man Funktionen aufbaut, dass du lernst, wie man Objekte und Klassen aufbaut, etc., etc. Und wenn du das da kannst, kannst du das auch in anderen Sprachen und dann tust du die leicht. Dann schüttelst du Java und den ganzen anderen Scheiß, schüttelst du aus dahinter raus. Denke ich mir, ich konnte C bis heute nicht. Interessiert mich ja nicht. Ich mag keine Software entwickeln. Wir waren damals in einer Großbäckerei. Sehr beeindruckend. Ja, und so was keiner regelmäßig gemacht. Um diesen Bullshit so, du kannst nicht ein 10-jähriges Kind dazu zwingen, dass es sich 5-6 Stunden auf einen scheiß Stuhl sitzt und irgendeinem Lehrer bei seiner trockenen Drecksscheiße zuhört. Ohne dass er wuselig wird oder keine Ahnung was. Natürlich gibt's die Kinder, die das kennen. Ja? Wie beliebt waren die? Seien wir ehrlich. Für Exkursionen gab es damals kein Geld. Ja, dann soll ja aber uns da sein! Für was gib ich die Hälfte von meinem Geld jeden Monat ab? Wir sind eine Woche auf einem Bauernhof, Käse, Butter, Brot, alles selber gemacht. Voll geil! Voll geil! Und ich glaube, dass das in den jungen Jahren, ich erinnere mich auch noch an ein paar Ausflüge. Die haben wir jetzt so nichts da. Aber das war immer cool, wenn Wandertag war oder wenn wir irgendwo gewusst haben, boah, leck, morgen gehen wir da und die und schauen wir uns was an. Und ich weiß noch, da haben wir irgendwann einmal in Kastenhof gegangen, das ist bei uns so ein Kulturmuseum. Und da haben die so Holzhütten gebaut, wie halt früher da Leute so Häuser gebaut haben. Und dann haben wir als Schulklasse kommen dürfen. Und dann haben sie uns gezeigt, wie man mit einem nassen Lehm die Wände verputzt, auf dem Holzgeflecht, zeigt da drauf. Das weiß ich heute noch. Bruder, ich weiß nicht mal aus dem Sekundenstegreif, was wir letzte Woche gespielt haben. Wenn sie jetzt nicht die gleichen Spiele gewinnen werden. Was haben wir vor Green Hell und Raft gespielt? Keine Ahnung. Sowas, ich weiß nicht mehr, was am Wochenende war. Das ist 3 Tage, aber das weiß ich, weil das einfach cool ist. Das war ein Erlebnis, das brennt in der Hirn ein, das ist eine Core Memory. Das hat ein bisschen was mit Handwerksgeschichten zum tun. So. Und sowas gehört regelmäßig gemacht. Und nicht bloß, ja, das war jetzt, was jetzt für die Grundschulzeit. Ja, ansonsten was haben wir ansonsten noch mehr angeschaut? Noch 5 Bier, oh ja, komm, Memory. Außerdem ist Memory aktuell ziemlich teuer, habe ich gern. Wir hatten einen Imkerpraktikum. Ja, stimmt, wir waren noch mal bei jemandem daheim, das war eine Klassenkameradin. Die hat Bienen daheim gehabt. Und allgemein einen großen Bauernhof und eine riesen fette Wiesen. Und da haben wir mit dem Biolehrer zu denen heimgefahren. Und da war die ganze Schule da. Und dann ist man da an dem Bauernhof rundum. Dann haben der Bläher mitgezeigt worden, da haben der Kräuter gezeigt worden, da haben der Wiesen gezeigt worden, da haben die Bienen gezeigt worden, wie das funktioniert und was man da so tut und so. Und dann am Bauernhof, die hat Kühe gehabt und warum und weshalb und wo die Milch herkommt, weil wir vorher gerade. Das ist was, das weiß ich noch. Weiß ich ihren Namen noch? Nein, weiß ich nicht mehr. Nein, ich habe ihr Gesicht in meinem Kopf noch. Bei wem wir da daheim waren. Aber, ja. Weißt du, es war interessant einfach. Ja. Scherzt ihr nicht über Sicherheitskonzepte, ihr habt keine Ahnung, wie dumm sich Schüler verletzen. Gefraßt ihr. Gut, ich habe ungefähr 28 Platzwunden am Kopf, die haben alle so gut wie in der Schule passiert. Ich weiß sehr wohl, wie dumm dass sich Schüler verletzen. Aber das gehört dazu.
Ich sag's jetzt einfach, wie es ist, das gehört dazu. Dann hat's da einen kleinen Scheiß, ja, natürlich tut sie dir mal weh. Ja, deswegen verreckt er nicht. Ich hoffe, er lernt draus. Nein, das nächste Mal ziehst du keine, weiß ich nicht, laufst nicht barfuß durch einen frisch gewischten Boden. Rutscht nicht aus, hast du nicht einen Cello. Trottel. Ich bin bei meinem Pap in der Wohnung. Da bin ich einfach mal zur Balkontür ausgegangen. Balkontür war aber zu. Das war knapp. Heidewitzka war das knapp. Ja, die Scheibe war hin. Und die ist auch runtergefallen. Ja, das war knapp. Ich glaube, das weiß nicht mit Mom. Was ist Mom? Ich bin mir sicher, dass die gerade zuschaut. Ich weiß nicht, ob sie das weiß. Das ist aber lang her. Das ist extrem lang her. Ja, und ich habe dann eine Arbeit damit in der Versicherung. Jetzt zahlt das sowieso nichts. Heutzutage brauchst du für Ausflüge am besten ein Awareness-Konzept. Ja. Und ein paar Merkel-Baller auf dem Weg zum Bus. etc. etc. Wir hatten einen Klassenkollegen, bei dem auf dem Hof gab es eine Biogasanlage. Der hat eingeladen zur Führung. Die ganze Klasse ist dahin während der Schulzeit. Voll gut. Glaube ich. Weil es einfach cool und sowas kehrt einfach einmal im Monat, wenn nicht alle 2 Wochen, kehrt das gemacht. Da wird man doch einmal 4 Stunden opfern können, dass man am Vormittag irgendwo hinfährt, sich was anschaut und wieder zurückkommt. Und sich dann da drüber unterhält und vielleicht meinetwegen einen Aufsatz drüber schreibt. Dann ist das auch gleich noch mit dabei. Da hat doch jedes Kind auf dem Planeten Bock drauf. Sicher hat man auch nicht immer Bock, aber ja, ich verstehe nicht. Es war doch nicht so schwer, oder? Oder haben wir schon wieder beim Nazi-Geschwurbel? Ist das seine Kinder ausbilden und ihnen was beibringen, ist das wieder Nazi-Geschwurbel? Oder was, weiß nicht. Ist ein lauter Gedanke über Familie wahrscheinlich mittlerweile. Nein, ja, egal. Ich habe damals mehrere übers Moped richten oder Landwirtschaft merken können wie von der Schule und habe aber trotzdem mittlere Reife geschafft, das Kind raus, wenn man in einem kleinen Dorf aufwächst. Ich finde auch, wenn ein Lehrer merkt, du bist in Mathe scheiße, aber in Englisch gut. Jetzt als Beispiel einfach. Dann finde ich nicht, dass man den Schüler in der 8. Klasse, da wo er noch nicht einmal Haar am Sack hat, glaube ich, weiß ich nicht mehr, zwingt zu einer Entscheidung, zum Beispiel in der Realschule, so war es bei uns, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, du musst jetzt einen Zweig wählen. 1. Zweig, Mathe-Zweig. 2. Zweig, wirtschaftlicher Zweig. 3. Zweig, hauswirtschaftlicher Zweig. Da bist du gezwungen. Und je nachdem hast du halt mehr Physik, Chemie, Mathe oder Rechnungswesen, Wirtschaft. Ich war so dumm und hab's gewählt, weil das machen ja alle. Da will er später mal nichts aus dir. Dir sagt aber keiner, dass das kein Mensch jemals in meinem Leben hat mich gefragt, was hast du denn für einen Zweig in der Realschule gehabt? Ach, ein hauswirtschaftlicher, dann nehmen wir den nicht. Der Einzige, der es bei uns kapiert hat. Das war ein Spätzl aus unserem Freundeskreis, der hat gesagt, Mathe, Wirtschaft, das ist ja nicht ganz sauber. Der hat sich zu die Weiber in Hauswirtschaft eingeguckt und Recht hat er gehabt. Und Recht hat er gehabt. Der hat kein Rechnungswesen genossen, der hat Hardcore Physik und Chemie genossen, zumindest in meiner Welt, Hardcore Physik und Chemie und so weiter und so fort, sondern hat ein wenig umeinander gekocht. Zwischen die Weiber drin. Und ich habe mir gedacht, was soll das? Was soll das? Ich kotze. Der scheiß 8, wie alt ist man in der 8. Klasse? 14. Das ist nur 14. Dann sollst du sicher eine Entscheidung treffen. Du kannst nicht mehr die Entscheidung treffen, ob, weiß ich nicht, ob du da jetzt grüne oder rote Schuhe ziehst. Manche können heute anscheinend nicht mehr eine Entscheidung treffen, ob es Mandal oder Weiberl sind. Aber das sollen's. Mhm. Herr Geibefee! Merci wieder ein 1, 2, 3. Memo ans nächste Mal. Jeder zeigt uns seine Bienen wahrscheinlich. Tipp von der Pro-Mama, meine Tante, sag am Kind nicht, was nicht tun soll, weil sie weh tut, sag's einer so, dass sie einfach aufpassen sollen. Damit steigert das Selbstbewusstsein. Ich finde da so das so gerne, pass auf, das geht da rein und da raus. Ich sag das, wie es ist, da haben Bienen. Und wenn der kleine Hosenbämsler, der kriegt natürlich, der besorgte Elternteil, da die wahrscheinlich auch, ich habe keine Kinder, der hat sagen, pass Obacht, ich weiß aber, dass das da reingeht und da rausgeht. Und wenn er dann hingelangt,
dann mache ich nicht einen auf, wie nennt man die? Helikopter-Dad und sage, oh nein, am besten gehst mit der Ritterrüstung an die Biene ohne, sondern klang hin. Und irgendwann sticht's nicht. Dann wird 5 Minuten trennst und das vergisst er nie wieder. Ende der Geschichte. Ende der Geschichte. Lernen durch Schmerz. Lernen durch Erfahrung. Klang hin. Du kannst aber schon sagen, klang nicht hin. Selbst wenn es ich war so gewesen. Wenn mir zu mir aber sagt, klang nicht hin, die sticht. Mag ich sehen. Ja, und dann werden die Eltern erst recht grantig, weil ich hab's ja gesagt. Erfolg durch Misserfolg. Richtig. Das gehört zum Leben dazu, dass weh tut. Ja! Ja! Gehört dazu, dass es weh tut. Es wird später weh, du wirst dich wundern. Auf einmal bist du erwachsen und nie hat da was weh und auf einmal tut da was weh. Ja, herzlichen Glückwunsch, dir wünsche ich viel Spaß. Und dann kriegst du einen Nervenzusammenbruch und dann weißt du nicht mehr, ob das Pippal da unten ist, richtig ist oder nicht. Genau so läuft es wahrscheinlich. Weil dieser Kind checkt. Also tut mir leid, wenn dein Kind in eine Biene eingelangt und das sticht und das kapiert's nicht. Das beim nächsten Mal wieder eingelangt und sie wundert, dass es wieder sticht. Ja, tut mir leid, dann muss man das Kind leider zurücklassen. Das hilft nicht. Das ist also eine kleine Bestätigung für die Eltern. Okay, ist er geistig behindert oder nicht? Findet man es raus. Da ist eine Biene. Und morgen sagst du es ihm nochmal und wenn er schon sagt so, okay, er ist nicht komplett geistig behindert, passt. Einfacher wird's nicht. Return to Sender. Was stand in Amerika wie es Präsident? Ja, das kann passieren. Vor 80 Jahren haben sie gesagt, wer braucht schon 2 Füße oder 2 Arme, wir haben sonst nichts gehabt. Aber das war uns wurscht, weil die anderen haben auch nichts gehabt. Geilste Geschäftsidee wird nächstes Jahr gemacht haben, hab ja ein paar Bienen. Ja, das wird der Is your fucking child fucking retarded Test. Der Darwin-Test. Ja, das geht natürlich nicht in allen Belangen des Lebens so. Ja? Du kannst jetzt zu deinem Kind nicht sagen, wenn es in Richtung Küche geht und in Richtung Spüle und macht dann unter der Spüle das Tierlauf und du stehst daneben und sagst, hey, mach die komische blau-rote Flaschen nicht auf und trinkst oder er tut es trotzdem nicht zuschauen dann. Das ist schlecht. Das ist aber dann wiederum so, wenn du so dumm bist, dann kommst du gar nicht so weit, dass du ein Kind kriegst, das überhaupt da hingehen kann. Hoffe. Das ist ja meistens das Problem. Die Leute mit dem IQ unter 5, die brauchen sie bloß anschauen und in einem schneuzt ein kleiner Justin oder wie ein kleiner Noah ist eigentlich in Ordnung. Ein kleiner Justin, ein kleiner Pascal in Jogginghosen rein. Die brauchen sie bloß anschauen und kriegen Drilling. Ich weiß nicht, warum das so ist. Dann haben wir es da. Das Geschwell. Jacqueline! Nicht, dass du Mestos dringen, nein! Krieg einen Vogel. So, zu safe. Der Jeremy, ja genau, der ist einer ganz um. Jacqueline, Jeremy, Pascal. Eben nicht sagen, was nicht da sollen, weil es dann erst recht werden. Ja, ist auch nicht überall so. Du musst dir da ein wenig Gefäß wahrscheinlich auch aufbauen zu deinem Kind, dass du es einschätzen kannst. Wenn ich ihm sage, reagiert er da drauf oder ist er komplett behindert? Ja. Ein Darwin-Test gibt es doch schon, nennt sich TikTok. Was TikTok? Also TikTok? Automatisch jeder, der in TikTok drin ist vom Darwin Award betroffen? Irgendwo ja. Herr Geibel, für noch mehr müssen wir noch über 50 gehen. Wie war das noch, wenn dein Kind sein Ohrwaschel noch nur und Herdplatten noch nicht tut, kann sie mir blättern. Ja gut, aber woher soll denn das Kind vorher wissen, dass die Herdplatten heiß ist? Da sagt keiner was. Wenn ich das aber zu jemandem sage, der schon einmal Herdplatten gesehen hat, und wenn ich zu dem sage, wenn du dein Ohrwaschel da ohne holst, dann kannst du mir blättern bist, dann ist das eine richtig lustige Beleidigung eigentlich. Stimmt. Und an alle, die ein Kind dann die Domestos-Flaschen saufen lassen, unmittelbar auf keinen Fall einen Sanker rufen, da fällt nichts. Da sagst du einfach, da klopfst du ihm zweimal auf den Bugel und sagst gute Besserung. Und damit verabschieden wir uns an diesem heutigen Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sehen uns am Freitag um 20 Uhr. Bitte sauft keine Domestos-Flaschen. Bitte schickt eure Kinder auch nicht in irgendwelche Bienenstöcke hinein. Und wenn, es ist alles nur natürliche Auslese, wenn jetzt da irgendein Scheiß passiert. Ich habe damit nichts zu tun.
Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war einigermaßen amüsant. Wir sehen uns am Freitag mit Green Hell. Da können wir dann auch mehr eine Stunde anstatt schmatzen, einfach länger zocken. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und wir sehen uns am Freitag, 20 Uhr. Dann würde ich sagen, hauen Sie sich hinein. Es war mir ein Fest. Dankeschön fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Schöne Grüße an den Nachschau-Squad, Triple F für die Moderatoren. Danke für die neuen Mitgliedschaften. Danke für die Donations und Resubs. Und jetzt schleichen Sie sich davon. Es war mir ein Fest. Heuer! Muss klar. Oh, das war eine gute Tröte. Gute Tröte. So, ich fahre einfach aus dem Beutel und du so, das war nichts gewesen. Ich rede einfach weiter und dann singen wir uns am Freitag. Ja, wird schon passen.